Nein, wir fangen halt nicht. Wir fangen halt nicht so. Wir fangen mal, warte. Habe! Evans, Birger, Mittwoch, 20. Ist halt schon Mittwoch. Ja, 20 Uhr! Popoman! Nix Netti, Popoman, nix Shisha, Popoman, nix Moi, Popoman! Geht schon besser, nix da! Oh, muss ich jetzt besser? Nix da, Popoman! Verzeihung! Habe die Ehre an! Habe die Ehre, heute mal 25 € Geld ist wieder auf dem Konto, Popoman. Mein Maike. Du streamst in der Woche länger, wie es gerade. Was? Mein Maike. Ich weiß nicht, warum es nicht anzeigt, ich versuche es zum Rerollen, aber es geht wieder nicht. Kruzifix. Aber da, wo mir mal wieder wegen WOS. Mir fällt grad AF. Du streamst in der Woche länger wie IA, dass ich grad Arbeit, Hashtag Kurzarbeit, Hashtag Bastshow, Hashtag Bobomann. Mein Maike! Da ist er. Schön, da ist er. Da ist er, da, so schnell. Habe die Arruis, hat er schon vorgelesen. Alter, merci. Merci. Stop it, merci. So, kurz ausblenden, wieder einblenden, merci. Merci. Senfgeier, merci. Der Berndl Hans kommt jetzt mit 666. Merci. Leid! Schnauze jetzt! Nein! So und aus dem Idee der Schmirm Schäner feierabend an alle. Und naus mit der Schmirm. Herr Jager, Herr Meinmeiker und Rest. Es klang jetzt für alle. Haben wir jetzt fertig? Ich darf so gern, weißt du, ich hab gar nichts gesagt einfach. Ich habe nur Habitäre gesagt, was ist. Ich krieg was Habitäre sagen, das waren jetzt 50, 60 €. Was war in 2 Minuten. Das ist ein Stundenlohn von 7.000 €. So ist der Song. Also, Popoman! Stop! Das ist andersrum, haben wir schon probiert. Leute, vielen herzlichen Dank. Ganz ehrlich, jetzt chillt's mal mit einer Unterhosen. Da ist keine, was soll ich denn sagen dazu? Da weiß ich nicht, was ich sagen soll dazu. Merci, Popoman. So, habe ich die Ehre an den Herrn Baumgartner, der Lavu, dem Tom Black, dem Herrn Bachmeier, am Pepsen oder da Pepsen, das weiß ich nicht. Fühlt euch einfach intergeschlechtlich, gibt's das Wort intergeschlechtlich? Keine Ahnung. Angesprochen. Herr Glücklich, Herr Motzog, Herr Kreuzpointner, Herr Friedelmoor, Frau Kellerwertner, Dingsbums, Schreib 06, der Turtlemann. Der Turtlemann? Wer kennt Turtles? I love Turtles, nicht die Neue, die alten. Nein! Stop it, Mr. Popoman! Nein, jodel du auch! Haut tritt, vergesst für den Zwickel, Brudi! Johnny Hirsch, der Steini, der Mortel! Und jetzt explodiert der Chat. Den Herrn Orstmeier, den Herrn Attacke, dem Herrn Schlecht, dem Samgeide, der unser Cat. Hey, I own 3 cats. They are called Katzbrocken, Plötze and Miezi. Nicht Miezi, sondern du musst immer sagen Miezi, weil sonst hört es nicht. An den Herrn Winkler, an den Neuerbahn, in einen Acker, und ich sag's nicht, ich sag nichts TV. Ich sag, das ist aber schlechtes TV dann, wenn da keiner was sagt. Das ist ja langweilig, wer mag denn das singen? So. Herr Rohrhuber, du hast am Montag schon, glaube ich, 100-mal gefragt, habe ich noch mit der Pixen Kontakt? Nicht direkt, indirekt, ja. More, Pop, ne, jetzt nicht mehr Popomann. Jetzt habe ich zumindest einmal Leute gerissen, jetzt sind keine Popomänner mehr, jetzt sind es nur noch Pipi-Männer. Ja? Pipi-Mädel. Popomann, Pipi-Mädel. Ja, okay? Ist es okay? Popo-Männer, Pipi-Mädels. Passt. Tja, Freunde der Sonne, endlich wieder Transportfieber, da die Song. Oder? Händchenbrau. Ich war die letzten 3 Streams, die erste Spende jedes Mal, Hashtag Netti. Ich war die letzten 3 Streams, die erste Spende jedes Mal, Hashtag Netti. Weiß ich nicht. Kann aber sein. Ich hab jetzt gemeint, du warst Erster beim Spenden, du warst der Erste, der mir Geld geschmissen hat. Das kann sein. Du bist quasi der Oberpopomann. Wer ist denn das wieder? Wer war denn das wieder? Der Florian wieder. Der Jagdgecko. Mr. Gecko. Obacht. Cheeseburger. Red sei nicht groß auf Bürger, du kennst mich.
Da 10er JED in Stream Muasai. Der muss überhaupt nicht sein. Weißt du, das war der Florian, der wieder nicht angezeigt, weil das war Donations. Ihr macht immer Donations kaputt. Mit einer Eskaliererei. Weiß ich noch nicht. Sie alle Streams dann nachholen. Weil ihr das selber komplett Weil ihr das selber komplett erlem, wie ihr Raute Assassin's Creed süchtig. Flo, erst merci für den Zehner. Ich reg mich nicht auf, okay? Ist das in Ordnung? Wer ist da jetzt Mitglied geworden? Irgendjemand ist Mitglied geworden. Herr Jagdgecko, ab in den Chat habe ich Mr. Jagdgecko. Labo, der beste Stammtisch ist am Start. Merci dir, Bussi aufs Nussi. Jetzt chillt's meine Knie, scheint Kruzifix, Mann! Schade, dass du nicht mal Lust. Last of Us gesagt hast, das war damals der Renner. Das stimmt. Aber ich hab damals habe ich eine PS4 gehabt, jetzt habe ich keine. Ich weiß nicht, ob ich das entweder schaue ich mir selber ein Let's Play oder mir den ersten Teil nachhole und vielleicht kaufe ich mir im Juni noch einen. Schichteln, Birgit zu helfen. Immer. Wir sind das Ich will das nicht! Nein, ich will das nicht! Moment, vielleicht versteht sie es dann. Bekomme ich den Titel Oberbobo-Mann mit Medaille oder ist es nur ein Titel? So, was mit dem Titel? Bekommen wir den Titel Oberbobo-Mann mit der Medaille oder ist es nur ein Titel? Es ist nur ein Titel. Medaillen gibt's ja nicht. Ich bin ein Rasensprenger. Ja, einziger Merci! Sie haben jetzt mal eine bessere Hälfte, die Marina. Marina, Bussi aufs Nussi. Nicht von mir, sondern von ihm. Merci. Ja, Leute. Ja, ist cool. Okay, haben wir's? Ja. Hey, endlich mal wieder Transportfever. Ab in den Chat. Wer hat Bock auf Transportfever? Am Chris sei Kickstarter-Projekt ist meinerseits auch schon unterstützt. Dann sag ihm doch das selber und nicht mir! Ich sag merci im Namen von Chris. Merci dir. So, jetzt chill mal, weil, wenn wir alle wissen, egal wie gut du fährst, ich fahr Güter! Wo ist denn der Kulze? ich hab angekündigt. Nein, jetzt kommt ja auch noch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Der Bürger Ibn einmal wieder dabei und schreckt er nicht wegen der 10-Euro-Idee nur noch zahlen. Du zahlst quasi für noch. Für die letzten 4 Mal WOSI versammelt Hob XD. Ja, das passt. Dann muss ich der Druss nicht schicken. Kopf hoch, Juli. Grüß sie mal bitte lieb. Kopf hoch, Juli, grüß sie mal lieb. Moritz, wer immer Juli ist, Schellen nicht hängen lassen. Reinhauen! Bussi aufs Nussi. Okay? So, was auch immer da los ist. Aber irgendwas muss los sein. So, kann man jetzt mal Runden. Was ist denn wieder? An alle Ladies, ich bin noch Single, Rautepartner. Ja, das funktioniert sicher gut. Das war der Hedgebau übrigens. Das funktioniert immer gut. Vor allem, wenn man kein Foto und nichts sieht. Hey, ich bin noch Single. Ja. Zeit. Muas leider Better Call Saul fertig sucht. Oh, ja, okay, das kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen. Sitzung wünsche ich. Hör auf, Klo. Vergesst nicht für den Drilling. Viel Spaß bei Better Call Saul. Gute Serie. Komm mal empfehlen. Videos von dir angeschaut und bei den alten Streams bin ich. Circa bei der Hälfte Hashtag beste Unterhaltung. Alter, wie viele Stunden sind denn das mittlerweile? Wie viele Streams haben wir eigentlich mittlerweile gemacht? Der Kanal ist übrigens jetzt 3 Jahre alt. Fast auf den Tag genau. Am 10.05.2017 ist How to Lebercast gekommen, da hat es so gefangen. Das haben wir am Montag eigentlich gar nicht so fest gewürdigt. Das haben wir eigentlich noch gar nicht gewürdigt. Aber so Kanalgeburtstag-Stream, den sollten wir eigentlich schon mal machen. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir einfach mal schauen. Mich da selber interessiert, wie viele Streams haben wir eigentlich schon gemacht, wie viele Stunden sind das. Lass das nicht sagen. Da muss ich mir vielleicht mal recherchieren. Ich wollte heute eigentlich das Fragevideo machen. Habe ich festgestellt, dass ich meine Viecher dazu brauche und dass die den ganzen Tag nicht da haben. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen warten. Ja, scheiße. Wir später ist 8 Minuten nach 20 Uhr. Freunde der Sonne, ihr wisst, was das heißt. In 2 Minuten fangen wir an. Graz braucht mehr Einwohner! Ich weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, wo wir stehen bleiben sind. Weil wir überhaupt stehen bleiben im Transport, wie ich weiß nicht. Schnurzelputzchen, danke für den Euro. Was soll ich sagen? Wie geht's euch? Mir geht's blenden. Das sexuell, was du gesucht hättest, ist Unisex. Und jetzt, ich mag Züge. Du GSU8 hättest bis so Unisex. Ja, aber das ist zu Standard. Ich mag Züge. Das ist zu Standard. Unisex ist zu Standard. Wie habe ich gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Intersexuell. Gibt's das Wort? Ich weiß nicht. Baby Panda 2000! Vergeht's für den Euro. Wow, der Syntaxfehler schreibt, hast schon einen Game-Trailer von der PS5 Unreal Engine 5 gesehen? Schaut mal grau aus, auch wenn es für die meisten Spiele nicht kommen wird, aber was sein kann, ist schon der Wahnsinn. Habe ich noch nicht gesehen, dafür habe ich was gelesen, nämlich das fucking Assassin's Creed, also die Xbox, jetzt der Ruiz, ich habe nicht mitgezählt, aber abartig viel. Hab wochenlang jeden Tag den ganzen Tag. Wochenlang jeden Tag den ganzen Tag geschaut, XD. Holy shit, ja dann,
Ich hoffe, du hast die alte Scheiße nicht gefunden, oder? Die ist wirklich erbärmlich zum Anschauen. Der Herr Kanterwolf. Den kennen wir noch aus der Call of Duty Session. Ja, hab den nicht vergessen. Merci dir, Brudi. Kriegst den, pass auf. Ja, okay, es triggert mich immer noch. Alter, Mann! Spinnst du, oder was? Rots mi net Hoodies sind grad nur rechtzeitig für einen Geburtstag Ja, vom spinnst Weibe du? Okemmer. Was tust du? Bissel WOS is no am Konto. Spinnst du, Alter? Wird einmal Zeit, die Danke für die geniale Unterhaltung jeden Montag und mega zum Song. Merche. Merche. Haben wir schon noch nicht mehr gehört. Mike, fix Mai und deine alle! Spinnt's hier? Kannst ja mal mein Facebook-Profil zeigen, Raute Partnerbörse. Ja, Hinschibau. Schnauze jetzt! Nein, tu ich nicht! an alle netten Damen im Herzen beim Hinschibau. Ich glaube, es ist gut ist. Er raucht kein Shisha. Das ist alles, was ich weiß. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich da drauf reagieren soll, Mike. Ich weiß nicht, was ich da drauf sagen soll. Ihr habt eine von so 2 Hände ein Hand voll Leute aus der Community, mit denen ich relativ viel oder ein enges Dasein führe, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Vor allem mit einer Frau unterhalte ich mich viel und des Öfteren mal. Mike, das jetzt nicht braucht, du weißt es. Und ihr wisst wahrscheinlich auch ganz genau, wie ich darauf reagiere. Logisch hob die OIDN als Sang. OIS, Inke Beverin, ZAP und die OIDN Cover Sessions. Was euer Show gut. Die alten Cover Ich Sessions. bin ein Das ist 10 Rasensprenger. Jahre her. Mike, ich weiß nicht, was ich sage aus dem Merci. Gib deiner Frau einen Haken oder es gehört zum Geburtstag. OIS fit bei dir. Punkt. Was, wer ist fit bei mir? Wieder am Start, Ja, oder Herr Kulzer. Frau. Grüße an den Kulzer Clan. Grüße an den Kulzer Clan. An den anderen Kulzer auch und an die Frauen und an die Buben, die wahrscheinlich auch zuschauen. Heute ist Christian Channel. Ja? Heute ist family-friendly Content angesagt. Fick die Fotze, Hurensohn! So, ist schon wieder vorbei. Ja. Herr Gerwin, bin einmal wieder dabei, aber da habe ich heute mal Urlaub. Oder eine Kurzarbeit. Ja, gefreut sich, weil ich Urlaub habe. Gerwin, Press for Respect für den Gerwin. Mike, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci. Alles Gute zum Geburtstag an Frau. Frau Geburtstag hat, oder du hast Geburtstag gehabt. Ich hab's schon wieder vergessen. Einer von euch. Alles Gute zum Geburtstag und vielen herzlichen Dank. Niemand braucht sich bei mir bedanken. Ja, ausgeschmerzt ist jetzt. Was wir mir jetzt lernen? Flugzeug bauen! Flugzeug bauen! Bis die Vögel zu Fuß gehen! So. Warum habe ich den Spiel eigentlich nicht gestartet? Da kannst schon lange im Hintergrund der Musik laufen. Birger, was tust du denn wieder? Qualitätscontent, Brudi. Wir starten. Jetzt ist er Ruhe. Leute, jetzt chillt's mal mit einer. Ich weiß nicht, was das sowieso ist. Oh, jetzt die Hintergrundmusik? Jetzt das? Wer da keinen Bock nicht hat, weiß ich nicht. Herr Kulzer! Der alte Spinatwachtel, alles fit. Was war denn das jetzt wieder? Nein, das war der Joke Brother. Servus Birger. Der Bäckermeister ist wieder dabei. Ich weiß nicht, warum es die nicht angezeigt hat, aber es ist kaputt. Merci für den Zwickel. Leute, merci im Großen und im Allgemeinen, ja. Ich weiß aber auch nicht, was ich sagen soll. Das sollte man jetzt mittlerweile aber auch schon alle mitgekriegt haben, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja? Ich weiß doch auch nicht. Vorschlag fürs 100.000 Abo Special, der Bürger haut sich rostigen Nägel in den Knirschein. Kann passieren, kann wahrscheinlich auch vorher schon passieren, keine Ahnung. So, ich hab keine Ahnung, wo wir mir stehen bleiben sind. Wir spielen mal heute eine Runde Transportfieber, weil jeder Herr Kulzer auch weiß. Egal wie gut du fährst, ich fahr Güter! So. Halt, wart nur kurz. Ziemgeil, Ich halt. hob mein halbe Wagesen. Dann ist das dein Problem, Alter. Das ist ein Anfängerfehler, ganz klarer Anfängerfehler. Passiert die Besten. Aber die Besten sind keine Anfänger. Ja, das ist eine verzwickte Zwickmühle, Alter. Schwierige Sache. So, mit dem wir natürlich in unserem Spiel von damals weiter. Nahtlos. Ich glaube, das letzte, was wir gemacht haben, war die Flughafen-Konnektiererei. Und wir haben, glaube ich, ein Flugzeug auf den Weg geschickt und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Und dann schauen wir unsere Linien einfach einmal durch und dann sehen wir schon, wo wir stehen bleiben. Jetzt ist einmal Ruhe, jetzt müssen wir die Donation Sounds ausmalen. Das ist einmal das Erste, was wir jetzt gehen, okay? Herr Witzdrum, was ist denn jetzt kaputt? Was, der Cooking Simulator? Ja, der war immer wieder gut. Das war so viel wieder gut. Der Landwirtschaftssimulator und Minecraft und was weiß ich, was ich sehe. Kommt alles, wenn es soweit ist. Da schau hin. Schau hin,
wir haben Graz, Herr Hinschibau, merci. Jetzt ist er Ruhe mit der Geldschmeißerei, ich schieb mir wegen der auf, damit ihr meinen Kontostand verfolgen könnt und dann der wir Häusle bauen. Na, Häusle der wir ja gar nicht bauen. Schier, kommt schon wieder mit Tipps, er ist ein bisschen dumm. So, dann zoomen wir da einmal raus, wieso kann man da nicht, geht das mit den Pfeiltasten, geht das mit der rechten Maus aus? Warum ruckelt denn das? Stop it, don't ruckle as fuck. Moment, da muss ich kurz was nachschauen, Ja, so geht's natürlich nicht. So, wunderschön. Ich weiß nicht, wo wir stehen bleiben sind. Aber ich glaube, jetzt pass auf, wir haben da rund Straubing, Landau, Wien. Wien, haben wir uns die Österreicher gelernt. Michi, vergesst für den Euro. Bussi vom Nussi aufs Nussi. Ja, das ist quasi Nussiception. Gutiception. Merci dir, Alter. Und haben wir einen Gleis, also ein Gleis rundum. Wo ist denn der Flughafen eigentlich? Haben wir mit dem Flughafen gehabt? Wo ist der fucking Flughafen? Wo ist der Flughafen? Ich sehe keinen Flug. Wenn der Flughafen jetzt weg ist, weißt du, was ich dann tue? Es hat alles so gut angefangen. Der Sound geht, der Donation Sound geht, die Kamera geht, das Mikrofon, das Headset geht, nichts kackt ab, alles fängt gleichzeitig an, alles habe ich vorbereitet, nichts zum Trinken, das ist nicht so schlimm. Die Tröte, die kleine Tröte, wenn jetzt das Safe-Game weg ist, dann... Der Mann dann. Ja, Headphone-User aufpassen. Hey, Crossbot. Bürger reißen ein paar Sachen ab, dann kann ich mir Beton ausführen. Lastwagen. Ich glaube, der ist schon da. Jetzt chillt's einmal. Haben wir Autosaves. Wahrscheinlich. Ja, jetzt kein Stress. Ja, kein Stress. Jetzt schau ich. Nochmal von vorne. Nochmal ganz langsam von vorne. Da haben wir unsere 3 Stadler. Alle 3 Stadler. Runter, Straubing, Wien. Sauber einen Zugkreis rundum. Da vorne umeinander. Macht gepflegte minus 600.000. Das ist ein guter Zug. Unser erster Flughafen. Da warten tonnenweise Leute. Da fliegt auch schon der erste Flieger fliegt mit 35 Leuten drin. Dann gehen wir da rauf. Was haben wir da? Da haben wir was Ähnliches. Da haben wir Uffing, Cham, Graz und Neumark. Wer mir jetzt übrigens wieder in irgendwelche Nachrichten kommt, das ist geografisch überhaupt nicht richtig. Ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Das ist mir auch klar. Wie soll ich das machen? Das Spiel liegt, das steht selber fest. Was kann ich dafür? Lass mich! Ruhe jetzt, Herr Kreuzbad, merci. Ja, passt schon, merci. Wenn der Flughafen weg ist, weißt du, was ich dann tue? Dann baue ich rein. Ja, genau. Ja, exakt das wird passieren. So, dann haben wir da sauber am Flughafen reingezimmert. Beim Flughafen to your face. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, das hat zwar entweder nicht gespeichert oder keine Ahnung. Auf alle Fälle von Neumark haben wir noch keinen Flughafen. Da oben. Und von Cham haben wir auch noch keine Verbindung zum Flughafen und von Uffing haben wir auch noch nicht so wirklich einen. Wenn ich das so richtig sehe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit diesem letzten Stream fertig gemacht haben oder nicht, aber das werden wir jetzt fertig machen. Ich glaube, da haben wir dann mit Blade-Schmerz angefangen oder so und dann haben wir das nie fertig gemacht. Da war der Versuch, nur von Graz auszufahren. Ach so. Aber das haben wir ja nie realisiert, oder? Ja, jetzt weiß ich wieder, dass quasi da rundrum so viele Leute wie es geht mit dem Zug fahren. Schauen wir mal da, der ist da quasi da. Und hat aber auch bloß die Hälfte Leute drin, das ist natürlich ein bisschen wenig. Wir fahren aber auch mit 2 Zügen und hat auch bloß die Hälfte Leute da drin. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also das weiß ich noch, dass sie quasi da mit dem Zug da alles im Kreis fährt, als sie da aussteigt. In Graz am Hauptbahnhof. Was haben wir da? Oh, Sopfwaldvogel. Herr Vogel, Moment. Ich hab geübt. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe der Vogel. Merci dir. So, was ich aber auf alle Fälle feststelle, ist, dass da unfassbar viele Leute auf den Bus warten. Gibt dir das? 102 102 Leute an der Bushalte? Brudi, was tun die da? Alter, die schauen aus wie so... die schauen aus wie Soldaten. Die schauen aus, als daten sie jetzt gleich im Stechschritt losgehen. Oh Gott, hat er nicht gesagt. Da kommen immer mehr, schau dir das an. Schau dir das an, wie viele Leute da aussteigen. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt hin wollen. Wo wollen denn die hin? Kinder, wo wollen die hin?
Okay, schau, ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Ja, jetzt müssen wir uns die Linie mal anschauen. Wir haben in Graz. In Graz haben wir mit 2 Buslinien. Das haben wir Bus 1 und Bus 2. Das klicken wir jetzt einmal an und dann sehen wir mir das da so für die Leute, die noch nicht dabei waren und die Spiel noch gar nicht kennen. Wir haben da eine Buslinie gebastelt. Die geht da rundherum. Und da fahren 2 gestungene Busse umeinander. Möchtest du mich verarschen? Und da warten 120 Leute auf einem Bus. Das ist mir schon klar, dass das in den Arsch geht. Ja? Wie der gemeine Österreicher von Welt sagen darf, na freilich geht das in den Arsch. Ich weiß nicht, ob der Österreicher von Welt das also sagen darf. Ich darf es auf alle Fälle so, wenn ich ein Österreicher von Welt war. Fahrzeuge verwalten und dann gehen wir wieder her. Die 2 geschissenen Busse, die kopieren wir mir straight. Und dann müssen eigentlich von irgendwo, wo auch immer unser Depot ist, ich glaube da hier unten, jawohl, dann müssen da einmal sauber 2 rausfahren. Schauen wir uns das gleich einmal an. So, zack. Graz Bus 1. Da, der ist fucking on point, oder? Da geht's zu im Affenstall. Ich meine, schau dir noch, wenn das kein zuverlässiger Busfahrer ist, dann weiß ich es auch nicht. Er schaut zwar ein bisschen so aus, als war seine ganze Schulzeit nur gemobbt worden, aber das ist nicht so schlimm. Malek, was hat er nicht da? Was waren da? Da haben jetzt Leute durchglitscht. Was ich übrigens faszinierend finde, ist, warte mal, dass man die Leute, die einsteigen, sogar wirklich mittlerweile im Fahrzeug drin sehen kann. Best Game ever! So, auf alle Fälle haben wir da jetzt einen haufenweise Leute drin, die da umeinander fahren. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist denn die Verbindung? Pass mir auf, Fernbus, Flughafen, Graz. Da haben wir 3 Busse fahren, die durch den Kreisverkehr fahren und da werden die abgeholt. Ja, das ist aber nichts gesehen. Checkoff, das ist aber nichts gesehen. Wie viele Leute haben die da? Da fährt natürlich dann auch der Graz-Bus 2 auf der anderen Seite von Graz. Und da warten auch ein Haufen Leute. Da warten bei weitem nicht so viele Leute. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, wir können, wenn wir nur die Verbindung von Graz haben, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir so nicht hin, Leute. Straßenfahrzeug 23 ist sehr schlecht. Wie sehr schlecht? Was soll das heißen? Dann der mal Betriebskosten ein bisschen entfernen, dann wird's wieder gut. Dann wird's ja wieder besser. So. Ich glaube, wir machen Folgendes. Ich glaube, dass Graz maßlos überfordert ist mit unserem Plan da. Und mit dem wir das jetzt ein bisschen entzerren, indem dass wir mir da direkt die Buslinien zu den anderen Städten bauen. Ja, das glaube ich ist eine gute Idee. Das meine ich ist eine gute Idee. Und da fangen wir ganz gechillt an, indem dass wir einfach mal Straßen bauen. Kennt ihr, da bauen wir mit Straßen? Wir werden Straßen bauen, bis die Vögel zu Fuß gehen. Ja, auch wieder. Das ist wirklich das Motto des Tages. Wir werden verdammte Straßen bauen, bis die Vögel zu Fuß gehen, weil sie sich denken, das ist ja ein totaler Kass. Wenn ich da jetzt fliege. Oh Gott, Birger, was redest du? Oh Gott, was ist das? Was ist das für Straße? What is this? What is this? Brauchen wir überhaupt so eine fette Straße? Ich würde schon sagen. Da machen wir jetzt so. Da ist ja die Landebahn vom Flughafen. Wie soll denn das laufen? Was denkt ihr ins Spiel wieder? Ich weiß es nicht. Aufgehen. Gehen wir jetzt so runter. So. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Dann machen wir so. Ja, das passt. Kennt ihr, das passt? Da gibt es einmal gar keine Reide nicht. Aber hinten fahren keine Reide nicht. Quasi zuerst keine Reide nicht. Und dann haben wir da schon 6, schau hin. Was wir da jetzt Schlaues machen, da haben wir ja schon eine Bushaltestelle. Konfiguration. Und dann lässt man da hinten eine Straße rausgehen. Dann können nämlich die Innenstädter Busse da quer durchfahren und die anderen kommen von oben, dann kommen sie die nicht so krass in die Quere. Verstehst du mich? Aber das machen wir noch einfacher, indem dass wir da hinten einmal so Dings da ohne bauen, also nur eine Haltestelle auf gut Deutsch gesagt. Dann machen wir so, dann schaut das gut aus. Schau dir das an. Der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Das ist doch nicht wahr. Schau hier, dann haben wir Betriebskosten sehr hoch. Dann werden die wieder super. Das ist der Fernbus in Wien. Der Fernbus in Wien ist sehr schlecht. Weiß ich nicht. Haben sie wieder 2 Weinschale gesoffen. Oder wie mir der Österreicher von Welt gesagt hat, Weinspritz. Weinspritz. Was der bei euch? Stimmt das? Waren die Österreicher? Hashtag Lieblingsnachbar mit ganz viel Herzl. Ab in den Chat. Ja, ich weiß doch auch nicht. Der Wienbus 2, der Wienbus 1. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da verhalten soll. Fahrzeuge verwalten, ja, Zustand gut, was soll ich sagen? Da müssen wir einen Unterhalt mal plus 25 machen, damit die nicht kaputt gingen. Spritze, man sagt doch einfach Spritze. Ein Spritze. Und das ist da eine Weinschale bei euch. Also ernsthaft, woher weiß jetzt der, ob dieser Rodi oder
Eine rote oder eine weiße Weinschorle ist dann? Eine rote gespritzte. Eine weiße gespritzte. Spritzer weiß. Spritzer. Roter oder weißer Spritzer. Ah ja, okay, verstehe. Macht Sinn. Also bei uns sagt man Weinschorle. Spritzer bei uns nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich bin aber auch kein Weintrinker. Noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Wir brauchen eine Straße. Wir verbinden eine direkte, gerade Verbindung. So. Da geht jetzt da kreuz und quer einfach durch. Das ist mir scheißegal. Hauptsache der Bus kann fahren. Zustand von mehreren Fahrzeugen ist schlecht. Gottverdammte Scheiße, leckt mir doch am Arsch. Wo denn? Mach mir auf da. Zustand. Da schaut er das so. Landau-Bus, sehr schlecht. Fahrzeuge verwalten. Gib's dir einmal ein wenig was. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja klar, dass da nichts geht. So, sehr schlecht. Landau-Bus, dann haben wir einen Straubing-Bus. Das ist real. Das ist wie in echt. Der Zustand der Busse ist einfach schlecht. So, da haben wir noch einen. Für die Leute, die sich gerade fragen, was ich da tue. Vielleicht sollte ich mir wieder ein bisschen erklären, was ich da tue. Ich habe da rechts unten habe ich eine Liste von alle meine Fahrzeuge, die ich auf der ganzen Welt verteilt habe. Dann sortiere ich das da herum natürlich nach Zustand, weil je schlechter der Zustand ist, desto mehr Emissionen stoßen die Fahrzeuge aus. Ich glaube, sie werden sogar langsamer beim B- und Entladen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, beim 1er war das ja so. Und sie kosten natürlich auch mehr. Und lieber kosten sie mehr, aber sind im guten Zustand, fahren schneller, B- und Entladen schneller. Anstatt das einfach beschissen sein, einen Haufen Geld kosten und alles und lauter wird's auch, ja genau, das meine ich mit Emissionen. Es ist nicht nur der Umweltgaserei, sondern auch die Lautstärke innerorts und so weiter und so fort. Dann klicke ich quasi da also ein Fahrzeug an, beziehungsweise ich klicke gleich die ganze Linie an, weil ich nicht jetzt Fahrzeug einzeln anpasst, da wirst du wahnsinnig. Wenn du da mal schaust, wir haben noch nicht recht lang gespielt, wir haben schon, was weiß ich, wie mindestens 100 Fahrzeuge da drin. Und dann gehen wir wieder her, Landau, Bus 1. Ich gehe auf Fahrzeuge verwalten, dann sehe ich da herin, da haben 2 Busse zugewiesen, der Zustand ist sehr schlecht. Markiere alle und mit dem Knopf da herum Wartung für die gewählten Fahrzeuge konfigurieren. Da drücke ich drauf, dann kann ich schauen, okay, die haben einen normalen Standard-Betriebskosten-Ding, dann werden die irgendwann kaputt. Oder ich werte das ein bisschen auf. Wir machen 25% mehr Betriebskosten, dann bleiben die im mittelmäßigen Zustand. Oder wenn es eine Linie ist, die wirklich viel Geld abwirft, die wo extrem positiv ist, da ist es meistens dann wurscht, da drehe ich auf 50% auf und dann passt das tipptopp. Bei den Busse ist generell recht schwierig, die Linien profitabel zu gestalten. Und deswegen lasse ich die meistens auf 25%, damit es nicht noch mehr Geld kosten. Hashtag Partnerbörse, ich bleib wohl allein. Haben ja keine Friend im Weiz kommen. Ja, da wärst du die Leute wahrscheinlich, du wirst auf Facebook nicht Händschebau heißen. Schreibe jetzt ja nicht deinen echten Namen mit was weiß ich was da rein. Stop it. Ich mag nichts damit zum Tun. So, merci dir. Und mir sind alle anderen, die ich wahrscheinlich in der Zwischenzeit wieder vergessen habe. So, wir gehen mal nur mit einer. Ja, mittlerweile, schaut euch das an. Mittlerweile werden die sehr schlechten Fahrzeuge auch langsam, aber sicher besser. Der Wiener Bus, der ist immer noch für einen. Schauen wir da her. Ja, den geben wir auch plus 25%. Und dann gehen wir beim Zug Wien, da drücken wir mal normal auf Play oder die mittlere Geschwindigkeit. Dann haben wir einen Zug, das ist unser Rundfahrtszug, oh, der macht 75.000 plus, das ist nicht recht viel. Aber in dem Kackzustand können wir ihn auch nicht lassen. So, erledigt. Jetzt sind eigentlich alle Linien, das mache ich sobald meine ganze Firma, ja, wir haben ja, wo steht's da? Wir haben mit 37,6 Millionen im Plus. Da ist mir relativ egal, ob da mal eine Linie dabei ist, die Plus oder Minus macht. Wir gehen unsere Linien ja mal her da. Dann sortieren wir nach Ertrag. Und dann sehen wir, was sind die schlechtesten Linien, was sind die besten Linien. Schauen wir mal die besten an. Das sind unsere Fluglinien, sind die profitabelsten, die generieren im Jahr 5 Millionen, was man da herum sagt. Dann haben wir den Zug in Graz und Cham, davon 2 Züge umeinander, da sind momentan 236 Leute und on the road generiert 2,8 Millionen. Das schwankt natürlich auch ziemlich krass. Warte, da kann man schon mal hergehen. Kann man sich das anschauen, da haben 2 Züge drin. Das war mit der Bukake Express. Das ist so mit der Bukake Express und auch mit der Tentakel Express. Oh Gott, was haben wir uns da denkt, Leute? Da war wieder alles wurscht, gell? Netti, Händschebauer heißt Stefan Treise. Ja, toll. Lieblingsbruder.
Dankeschön. So, da gehen wir jetzt mal Fahrzeuge verwalten und schauen wir mal, was wir bei denen gemacht haben. Ja, da ist der Unterhalt auch nicht, der ist auf 0%. Da kann man gleich einmal 50% ins Hergehen, dann verlieren wir natürlich einiges an Profit. Aber die Dinger bleiben im Top-Zustand. Und das ist wirklich wichtig, wenn da viele Leute fahren. Ja? Aufgrund der Emission, die fahren mitten durch die Städte durch und beeinflusst dann das Wachstum von den Städten, wo es durchfahren. Ja? Zum Beispiel bei Neumarkt da herum. Oder was war das für ein Zug? Ja, das war schon der da herum. Kam und so weiter und so fort. So! Ich weiß schon, das ist ein sehr theoretisches Spiel und sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr ruhiges Spiel. Aber ab in den Chat, endlich wieder Transportfieber. Egal wie gut du fährst, ich fahr Güter. So, was braucht man dann? Wir haben jetzt eigentlich jede Straßenverbindung außer nach Neumark. Nach Neumark müssen wir auch noch irgendwie da Was mir da gar nicht gefällt, ist, dass wir da eine Zuglinie kreuzen müssen. Und eine ziemlich wichtige auch noch mit der Warenversorgung. Das gefällt mir nicht. Ich mag da auf keinen Fall einen Zug unterbrechen. Vor allem nicht mit irgendwelchen Gütertransporte oder Bustransporte. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Das heißt, wir bauen jetzt Schritt für Schritt dahinter an dem Flughafen vorbei. Beziehungsweise so, da irgendwo auf. Ich darf jetzt auch vorstellen, dass wir gerade da oben gehen und dann schräg da oben und dann bauen wir eine Brücke. Entweder eine Brücke oder eine Unterführung. Irgendwas, was einfacher ist. So. So. Wer ist da wieder? Netti! Egal wie nett du bist, ich bin Netti. Achtung! So, jetzt passen wir auf, jetzt machen wir da mal so. So, jetzt haben wir natürlich genau das gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber wie ich schon einmal hergezeigt habe, glaube ich, dass der Brückenbau in dem Spiel ein bisschen bescheiden ist. Ja, das ist ein bisschen bescheiden, dass wir den und den Teil da jetzt weckert. Machen wir so. Und dann probieren wir das jetzt einfach einmal. Dass die Abstände links und rechts gleich sind, ja. So ist jetzt einfach. Machen wir so. Dann machen wir so. Dann schauen wir mal, ob wir da eine Überführung bauen können. Nein, können wir natürlich wieder nicht. Warum nicht? Warte mal. Das ist echt ein Gefrett. Das ist echt ein Gefrett, was mir ziemlich auf den Sack geht, um ehrlich zu sein. Da müssen wir ein bisschen steiler bauen. Steiler bauen. So. Und jetzt baut er gefälligst der Brücke mit und Notte! Ich weiß auch nicht, was das sowieso ist. Schau mal das an, was ist das für Gichtelscheiß? Das will ich nicht Kass. Scheiß an. So war es schon in Ordnung, aber wie soll denn das auf der anderen Seite jemals zustande kommen? Du Kasselorbi! Was soll denn das darstellen, Alter? So, jetzt machen wir so. Probieren wir jetzt ganz anders. Ja, das schaut doch ganz akzeptabel aus. Wie haben das jetzt gemacht, dass das da. Hoppala. Dass das so schief vonstatten geht. Warte mal. Ey, Alter, tipptopp, Alter! Hey, Brudi! Gib dir die Brücke! Wenn die nicht tipptopp ist, Alter, dann weiß ich es auch nicht! Die ist fast gerade! Ist so ein bisschen eckert, aber sie geht. Sie funktioniert! Brudi, sie funktioniert! Da brauchen wir mal, da gibt's einmal gar keine Rade nicht, gell? Hashtag ProGamer! So, da kennt schon mal. Ah, da fährt schon der erste schon hin, da fährt der Düster erste schon mit. Was ist denn das? Bleib mal, steh jetzt da! Stopp! Wer bist denn du? Ah! Wollte ich nicht abreißen? Entschuldigung, bauen wir wieder hin. Wer bist du? Check auf, wer bist du? Was ist das? Ich mag nicht abreißen! Was ist das jetzt da? Bau wieder hin. Hey, 10.000 für die Straße, was kostet das? Geh da! Gerti! Schau's da an! Schau mal nach, wie Gerda ausschaut. Da gehst du her, Gerda. Schau dich an. Lass dich anschauen. Moment. Gerda! Gerda ist schon für mich als ich. Gerti ist da, da fahr ich mit. Da kenn ich nix. 8. Mit dir fahr ich heim. Was ist dein Ziel? Industriegebäude? Ja, da geht's auch. Komm. Da geht auch was. Da fahr ich mit. Schauen wir mal, was ich fahrt. Habt ihr die Gärte gesehen? Ja, da ist. Ich fahr irgendwo hin. Ich glaube, ich fahr in Dortmund. Aber fahr wieder, weiß ich nicht, was soll das für ein Auto sein? Da hat er 2 Jahrzehnte Unterschied.
Zwei Jahrzehnte und ich kenne mich das nicht aus, aber das eine schaut aus wie aus den 2000ern, das andere wie aus den 80ern. Keine Ahnung. Wer ist denn das wieder? Hamona Wirt! Was? Bürger die Kurven, wieder als Geodreieck hingehalten. Psst. Wir schauen mal, wo Gerti hinfährt. Fix Mari, Wirt. Merci dir. Oh, Gerti, schau hin, wo fährt's denn hin? Gerti, jetzt schick dir einmal. Jetzt tu dir mal um. Wo fährt denn? Das ist übrigens für die Leute, das habe ich schon einmal gesagt, das ist das, was mich so fasziniert. Du kannst jetzt wirklich dieser Person, der Gerti, theoretisch 10 Stunden lang zuschauen, was tut. Und mit was für Busse das fährt, von A nach B, in was für eine Stadt, die hat einen festen Arbeitsplatz, die wird ja quasi relativ legit simuliert. Und das ist das, was mich in dem Spiel so fasziniert. Was haben wir da? Der Bürger, was? Der Bürger baut einen Highway to Erwurling. Also so schlimm schaut's auch nicht aus. Schau dir das an. Da, was soll denn der Straße fein? Möcht's eine Kurven haben? Möcht's eine runde Kurven drin haben? Wer möchte eine runde Kurven drin und dann baue ich eine runde Kurven ein? Ja? Ist das Kurven? Eckig oder rund? Ab in den Chat. Hashtag rund, Hashtag eckig. Ja, jetzt ist eckig. Lass so. Passt doch. Kurve. Ich kenne Ecke die Kurven. Das ist eine Ecke die Kurven. Ich mach Beifahrer. Warte, ich fahr mit der... Oh, jetzt hab ich Gerti verloren. Nein, Gerti nicht. Oh, Gerda, da schau hier, der Gerda, rechts um. Rechts um, 6 wo Gerda ist. Da ist Gerda. Da arbeitet Gerda. Ja, wer möchte da nicht arbeiten? Herr Funktratzer, merci dir. Rund. So viele Leute möchten rund, Alter. Rund. Lauter Runde. Ja, warte mal, ich lass rechts um das Fenster auf, damit man sehen, wenn Gerdi aus hat. Ja, wenn die wieder ins Auto steigt, dann fahr ich mit. Dann und dann hauen wir's zusammen. Family friendly. So, also was. Kriegt's eine Runde Kurven. Wenn ihr eine Runde Kurven wollt, dann kriegt ihr von mir eine Runde Kurven. Ja, wenn die nicht sexuell ist. Ja, wenn diese Runde Kurven nicht hochgradig sexuell ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Kein Ton mehr möchte ich hören. Fix letten. Da. Sexy Kurven. Das Einzige, was mir wieder überhaupt nicht passt, ist Schulgröße 32 und dass die komischen Kanten, die da über entstehen, das ist was mir aber gar nicht gefällt. Deswegen der wir da gleich mal nachretuschieren. So, ist das jetzt was? Ist das fürs Architektenauge ist das okay? Ja? Das sind hochgradig sexuelle Kurven. So wie es meiner alten auch sein müssen. Ja? Das ist die komischen Klappbackstäbe, die ausschauen, als tanzen den nächsten Winter nicht überlegen. Ab vom Hof. Ab vom Hof. Friss aber 2, 3 Schweine aus und dann können wir uns noch mal unterhalten. So. Wo haben wir da? Hinschibau. Vergesst gut, ich sehe die Bürgerinnen schon schimpfen, wenn du Gerti zusammen hast. Jetzt geht die Arbeit da wieder. Schau rechts um. Ja, was weiß ich, wie lange das die Arbeit? Die Arbeit, da schauen wir das Datum an. 21.10., 24., 25., 28.10. Steht übrigens ganz rechts unten. Brudi, die Arbeit und endlich die Arbeit den ganzen Monat. Oh, da ist Gerti! Gerti! Oh, Gerti, langsam! Brauchst du gleich so davon düsen jetzt. Chill mal. So, jetzt Moment einmal. Machen wir jetzt so. Oh, der Gerti blendet nicht. Die kann er gar nicht sehen. Oh, warte mal. Da fahr ich direkt mit. Brudi, fahr ich direkt mit. Da kenn ich nix. Oh, Gerti, du kannst gar nichts sehen. Gerti. Ah, da gehst du her. Family friendly! So, Gerti, wo fahren wir hin? Oh, jetzt fahren wir erst einmal zum Schachtelwirt, dann gebe ich dir 2, 3 McRib aus und dann... Oder warte, fahr einfach da, bleib da, steh am Rand! Glaubst du, dass es da irgendetwas sagt? Bleibe dann stehen, da irgendwo in die Stauen drin, das wird schon passen. Und Gas, Brudi. Gib ihr. Ja, gib ihr. Du weißt nicht, wo du hinfährst, Alter. Brauchst du mich gar nicht. Oh, wir fahren mal über die Ecke, die Brücke, komm ich schon hin. Sag das gut ist. Sonst gibt's eine Umdrehung, sag das. Und dann schauen wir mal. So, fahren wir zum Globus. Holen wir uns 2 Leberkasten nehmen. Und dann... Weißt du schon. Ja? Zahl der geschmackige Leberkasseme und dann hinterm Globus wirst du dann schon sehen, was das bringt. Okay? Schauen wir mal, wo Gerti hinfährt. So. Gerti, du kannst da nichts sehen! Weil das war eigentlich geil, wenn Gerti dann so
so rechts aus dem Auto so ausschauen und so, So, jetzt mal ganz langsam. Hui! Mr. Killer, vergeht's für den Drilling. Oh, geht die mit langsamer, geht die überfasst wie? Geht die, du besoffen im Mastsau, das ist ein Bushaltestelle, kennst du das nicht? Was der wieder? Wir fahren mitten durch eine Bushaltestelle. Bleibt mitten da stehen, ich mag das eigentlich, wenn Leute so schauen. Verdammt. So, Ellbogen rausgehalten. So, die Kamera ist leider ein bisschen zu kurz. Hilft nicht, es hilft nicht. Es hilft einfach nicht. Weiß ich nicht, sie lässt mich aber auch nicht aussteigen. Ja, ich bin gefangen, ich werde gekidnappt. Entschuldigung, Moment, warte, ich schreibe schnell Notfall-SMS unterm Sitz. Ich hab der Mom geschrieben, ich würde der Gerti empfehlen. Ich glaub hinter dem Globus. Baby Panda, vergeht's gut. So, haben wir wieder genug von dem Schmerz jetzt da? Ja. Das ist ja wirklich ein massiv guter Effekt, da muss ich mich auch selber loben mal. Also, Gerti, haben wir jetzt bald einmal da, Kruzifix. Gerti, blinkt, wo blinkst denn du hin? Ich seh keine Kurven. Jetzt fährt schon wieder in der Bushaltestelle. Wer das sauft doch? Zu gesoffen? Ich mein schon. Fix, Mari. Wo haben wir überhaupt? Wo haben wir denn überhaupt? Gerti, jetzt wenn du nicht gleich steil hältst, dann gibt's eine Ludenschelle. Ha? Das haben wir nicht umdrehen. Das haben wir einen Chop. Chop to your face. Ich bin so gespannt, wo fährt's denn überhaupt hin? Jetzt pass mir auf. Wohngebäude. Aue, die nimmt mich mit heim. Warte, das schaut aus, als würde ich mich aufs Dachhaus sitzen. Moment. So, ich fahr mit der Gerti heim. Das mag ich jetzt sehen, was die tut, oder? Herr Steiner, das ist sehr alte. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Mit der Gerti durch die City düsen. Gerti, gerät am jetzt nicht! Sechst du das nicht? Gerti! Ja, bei Rot fährt's dann. Alter, dort Fußgänger übrigens. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. So, wenn wir die übrigens daheim haben, haben wir es später gespielt. Das ist der Stream gewesen. Wir sehen uns nächsten Montag. Hab ich die Rede. So, jetzt fahr mal, Gerti, wo wohnst denn du? Weil ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Alter. Ich muss noch Buslinien planen. Ich muss noch keine Ahnung, was ich noch alles tun muss, Alter. Jetzt mach einmal hin, wo fährst denn du auch umeinander? Und wo blinkt's da eben hin? Was tut's denn jetzt? Mr. R&B! Sehr geehrter Herr Bürger, ich finde es unverschämt, dass Sie letzten Mittwoch einen Community-Talk gemacht haben, wo mich weil Spätschick veranstaltet haben. Also ich fordere ich einen One vs. One. On- oder Off-Stream bleibt Ihnen überlassen. Hochachtungsvoll, Dani. Ich fordere, Sie warten aber bis zum nächsten Mal. Wo geht's denn hin? Wir essen wieder im Fünfer, Brudi. Bussi aufs Nussi. Ich muss jetzt da wieder korrigieren. Moment. Gibt mir so Käse raus. Das war sowieso wieder sauber zu viel Blödsinn. Wo ist jetzt Gerti? Da wohnt Gerti. Was? Im Pavillon. Gerti, du asoziale Hure. Gerti! Was soll das heißen? Du wohnst im Pavillon. Ist das dein Ernst, Gerti? Ja gut, mir ist wurscht. Hosen aber los geht's. Hitschebau! Ist das der Dating-Simulator? Ja. Und er hat funktioniert. So, wo haben wir jetzt eigentlich hingefahren? Ich glaube, wir haben von Neumarkt nach Cham gefahren. Das hat gefühlt 2 Jahre gedauert. Wir haben 2076. Ich weiß auch nicht, was ich da davon halten soll. Na gut. So, Freunde, wir wollten eigentlich ganz was anderes machen. Wir brauchen jetzt Busverbindungen. Busverbindungen von Cham, von Neumark und von Uffing, links oben, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, in Richtung unserem Flughafen, damit da so viele Städte miteinander connected sind, wie es noch gerade irgendwie geht. Jetzt kann natürlich in die Hose gehen, dass von Cham, Neumark und Uffing keiner mehr mit dem Zug fährt. Weil es natürlich eine Busverbindung hätten und die billiger ist. Kann sein, wir werden das jetzt einfach ausprobieren, dann sehen wir es schon. Abgesehen davon machen wir mit minus 6 Millionen und ich frage mich warum. Schauen wir mal. Was haben wir da? Der Grazer Zug macht auf einmal minus 5 Millionen. Vielleicht war die plus 50% Unterhaltskosten doch keine so geile Idee. Da gehen wir mal wieder zurück und stellen wir das einmal auf 25.
Ja, beziehungsweise stellen wir nochmal dabei wieder auf 0, weil, schlecht, ganz schlecht. Da müssen die 3-4 Städte erst wachsen und mehr Einwohner haben, dass diese Züge immer proppenvoll sind und dann generieren die ja richtig viel Kohle. Genauso mit dem Zug Wien-Straubing. Schauen wir da mal, wo haben wir den? Haben wir auf 25% gestellt. Das wird uns aber nicht helfen, sonst geht er in den Arsch. Was, der Greenscreen ist unten links? Was ist unten links kaputt? Wo? Oh ja, Tatsache, schon hin, warte. Machen wir ein bisschen so. So, jetzt geht er wieder. Oder meinst du da? Na, da geht er, da ist er gut. Tja. Wir machen folgendes. Machen wir eine neue Linie. Wo ist die neue Linie? Was? Das Terrain ist manchmal zu steil am Gleis in Straßen. Leck mir noch am Arsch. Entschuldigung. Hier, du asozialer Hurensohn. So, Gabe. Stationen. Wir verbinden mal direkt kaum Nebengleis mit unserem Flughafen Nordwest. Und nennen wir das Ganze Fernbus mit H natürlich, weil Bus schreibt man, wie wir alle wissen, BHUS. Genauso wie Busen schreibt man auch mit H. Hinten und vorne, also BHUSEHN. Richtig. Wir haben das benannt Flughafen NW Kam. Jetzt pass auf, das nennen wir Flughafen NW Kam. Schön. Sexy. This is some sexy shit. Dann brauchen wir natürlich ein Fahrzeugdepot. Aber jetzt machen wir erst einmal alle Linien fertig und dann eins nach dem anderen. Ja, jetzt müssen wir mal ein paar Meter machen. Also, die machen wir gleich mit Gelb. Alle Fernbusse machen wir mit Gelb. Fernbus. Flughafen. Ich hoffe, ihr könnt sehen, dass ich das da herunten tippe. Flughafen. Nordwest. Die schöne chillige Muse ist auch mal was ganz was Schönes. Uffing. Ente. Was haben wir da? Jetzt habe ich wirklich Fernbus mit H geschrieben. Du Vollprofi. Und dann packen wir uns das da, Uffing Zentrum, richtig. Und fahren wir da her. Na, was ist? Oder ist das zweimal verbunden? Nein, Flughafen neu. Passt. Haben wir dort. Jetzt brauchen wir noch einen in Neumark. Du, ich meine, in Neumark haben wir noch keinen. Neumark. Linie bauen. Jawohl. Fernbus. Mit H wieder. Fernbus. Flughafen. NW. Neumark. Sehr schön. Machen wir auch wieder gelb. Haben wir da herum überhaupt schon eine Haltestelle? Da haben wir noch nicht einmal eine Haltestelle in Neumark. Kruzifix, was ist denn Neumark für eine Senfmari? Ja gut, lassen wir, fügen wir später hinzu. Beziehungsweise fügen wir gleich hinzu, was tut man sonst? So, wo lässt man das am geschickten starten, dass wir da auch ein paar Leute erwischen? Ich würde sagen, da. Nein, das ist ein totaler Blödsinn. Da am Rand lassen wir starten. Oder da vielleicht. Ja, nehmen wir da. Achtung, Obacht, wer war das? Mr. Killer! Habitritt-Kadett Killer meldet sich vom Schicht zum Stream. Kadett Warz ist, glaube ich, Brunstbuschen zusammenduschen oder einen Obama ins weiße Haus schicken. Weiß nicht, was der zwingt gerade. Wahrscheinlich beides, Alter. Wie groß ist der Dampflok? Möchte man nicht zulegen und noch einen schönen... Mein Dampflok, Alter, die fegelt gerade im ersten Stock um. Was? Was? So, ich hab mir gerade voll angerotzt. Moment. Da drehe ich mich von der Kamera weg, dass man es nicht sieht. So. Geschmackige Prisen der Fotzen, das passt. Jetzt bei so. Das sehen wir da mal so her. Das ist wieder so ein bisschen ein Gefrett. So, und wenn wir da hinten, wenn wir jetzt unser Bushaltestelle... wunderschön, schau das an. Schau das an. Perfekto. Perfetto. Nice! So, das Ganze können wir eigentlich auch gleich elektrifizieren, weil wir mir nämlich jetzt die erste Straßenbahn bauen. So schaut's aus. Haben wir da wird! Was schreibt der? Birgit und Baumschüler. Buß. Ist schon klar, dass U und H relativ nah beieinander sind und man sich mal vertippen kann. Merci. Außerdem ist es schon richtig. Bus schreiben mit H, ganz klar. Ganz klar. Ganz klar, Alter. Da gibt's überhaupt keine Diskussion nicht. Also, da schmerzt ja gar nicht mit euch. Da schmerzt, das ist mir wurscht. So. Jetzt können wir auf alle Fälle mal die Linie für Neumark miteinander verbinden. Das macht man mir so.
Zack, machen wir die Oberneumark. Die fahren wir da oben, Flughafen Nordwest. So, dann schauen wir uns einmal den Flughafen Nordwest an, was mittlerweile ein ziemlich fetter Flughafen ist. Was mir da gar nicht gefällt. Was mir halt da gar nicht gefällt, dass diese drecksnormalen Autos durch diese Bushaltestelle fahren. Das heißt, ich weiß nicht, wie man einen Normalverkehr steuern kann. Und das hält natürlich die Busse unendlich auf, wenn da mehr Autos fahren. Das heißt, wir müssen da irgendwie Umgehungsstraßen rundum bauen. Ja? Schauen wir mal. Jetzt klicken wir mal das an, schauen wir uns die Terminals an. Wir haben 4 Terminals in dieser riesen Bushaltestelle. Und alle 4 werden extra genutzt, das macht das Spiel automatisch. Das heißt, jede von den Stationen, von den Reihen, was ihr da seht, kehrt in einer anderen Stadt. Also von Graz bis Cham bis Neumark und Rufing. Und jetzt braucht man natürlich da noch Busse, die natürlich Leute von A nach B fahren und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist ein Fahrzeugdepot? Wo haben wir ein Fahrzeugdepot? Eigentlich war mir ein Fahrzeugdepot direkt eigentlich am Flughafen nicht schlecht, wo die ganzen Busse daherkommen. Straßenfahrzeugdepot. Wo bauen wir das hin? Das bauen wir da so schräg her. Das kann man machen. So, was haben wir da? Fahrzeuge kaufen. Das haben wir jetzt da so ohne gepflanzt. Jawohl, dann gehen wir da rein. Fahrzeuge kaufen. Wir brauchen Passagierfahrzeuge und dann nehmen wir die E-Citaros. Die haben einfach am günstigsten, am effizientesten. Was haben wir da? Da gingen 26 gleich rein, da 17. Da kostet aber gleich mehr als doppelt so viel, ist totaler Schmarrn. Wir kaufen für jede Linie, jetzt 2 Stück, das heißt, wir brauchen insgesamt 6 Stück. Kaufen wir für 2 Millionen Busse. Wer ist da wieder? Floh Nummer 2, Bürgerbeste Wette, nämlich schreibt man auch mit H. Ja, das stimmt. Ja, Busen schreibt man mit 2 H. Das kann ja jede Frau bestätigen. Waren die Damen? Busen schreibt man mit 2 H. Wir machen alle Busse gelb. So. Und dann schickt man es nacheinander, was wir auch noch tun ist, dass wir gleich einmal den Unterhalt auf 25% stehen, weil sonst gingen die wieder kaputt und später kannst du 200 Autos wieder durchmachen. Das ist ein totaler Chaos. So, die ersten 2 schickt man auf die Linie für... Wir haben genau alle 4 Linien da. Das funktioniert übrigens immer so. Ich habe mitgekriegt, dass einige von euch das Spiel wegen mir gekauft haben. 2 Busse schickt man auf eine von den 4 Linien. So, Graz hat schon 2 Busse, da schickt man es natürlich nicht hin. Und alles, was in deinem Sichtfeld ist, werden die Linien da unten vorgeschlagen. Das heißt, wenn ich da jetzt rausfahre und sehe gar keine einzige Linie mehr, oder eine sehe ich noch rechts irgendwo, dann zeigt es mir auch bloß die Linie zur Auswahl an. Das ist ein ganz nettes Feature, weil früher hast du da 2 Millionen Linien gehabt und hast das dann ewig lang in der Liste gesucht und so. Das ist schon eine ganz nette Neuerung. So, wir brauchen auf alle Fälle 2 Busse für Cham. Zack. 2 Busse für Neumark. Zack. 2 Busse für Ufing. So, die düsen jetzt da ganz gemütlich aus. Wir machen mal da ein bisschen her in die Geschwindigkeit und dann sehen wir gleich, was da los ist. Schaut euch das an, da geht's gleich zu wie im Affenstall. Zugeht uns wie im Affenstall. Was jetzt meiner Hoffnung nach passiert, es sammeln sich da Leute, das heißt, wir müssen jetzt in den Städten da auch noch Busverbindungen bauen, ja? Damit dort Leute verteilt werden können und mehr Leute in Richtung Bushaltestelle gefahren werden können. Das wird jetzt natürlich eine Zeit dauern, bis da die ersten Gäste in Ufing, in Neumark und so weiter in Richtung Flughafen wollen. Aber das können wir abwarten. Bis dahin machen wir einfach jetzt einmal Folgendes. Fangen wir straight an, die Buslinien zu bauen. Oder schaut euch mal das so, wie es in Graz zugeht. Schaut euch mal, wie es in Graz, überall stehen 100.000 Leute aneinander. Da stehen immer nur 80 Leute an der Bushaltestelle dort. Wie soll denn das funktionieren, Kinder? Wie soll das laufen? Eine Umgehungsstraße braucht man. Die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir auch noch. Pass auf, weißt du, wie wir das machen? Das machen wir quasi wie so einen integrierten Kreisverkehr. Ha, schau dir das an! Wenn das nicht ein Konstrukt ist, das wirklich mal durchdacht ist. Aber schau, die kleinen Autos fahren jetzt da im Kreis rundum. Pro-Gamer. Bitch. Schau, so, da fährt kein einziges Auto mehr durch die Bushaltestelle. Sau gut! Sau gut! Sau gut!
Hab ich nicht kommen sehen. Hab ich nicht damit geredet, dass das funktioniert, aber es funktioniert schon. Ich machen wir es noch ein bisschen gerade. So, damit es ein bisschen besser ausschaut. Dann machen wir noch ein bisschen, machen wir es ein bisschen dunkler. So, dann haben wir es ein bisschen umholen. Das ist schön. Das ist schön, dann haben wir noch ein paar Bäume hin. So. Schau dir das an. Mein Gott, ist das schön. Also wenn das keinen Friedensnobelpreis kriegt, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich nicht, Kinder. Kinder, dann weiß ich nicht. Hochgradig sexuell. Hochgradig sexuell. Ich hab ein Zelt in der Hose. Tent in the pants. Wird mir ein Werbespruch. Tents in the pants. I got some tents in the pants. Nice. Wunderschön. 11 von 10. Gib ich mir doch selber. Ich geb mir 11 von 10. Was 6 mir Ausfahrt verpasst, Birger? Was für Ausfahrt, Alter? Was für Ausfahrt, Brudi? Super gut ist. Hat der schon wen dabei? Ja, der hat schon viele Leute dabei. Schau dir das an. Schau dir das an da hinten. Da stehen schon Leute. Die wollen zum Flughafen. Einer. Ja, einer ist mehr wie keiner. Einer ist mehr wie keiner. Tu dich nicht runter. Tu dich mal nicht hinunter. Entschuldigung, tun Sie sich mal nicht hinunter. Wie haben wir da? Auch einen. Ja gut. Wir müssen dafür sorgen, dass da mehrere Leute im Kreis fahren. Ja, damit da mehrere Leute transportiert werden, das ist wichtig. Das werden wir jetzt da mal regeln. Das werden wir jetzt da mal regeln. Like a Boss. Gerade Straße hätte ich gern. So. Dann fangen wir ganz einfach an mit Bushaltestellen. Bushaltestelle. Oder sollen wir die Städte aufpimpen? Kaum braucht eine Busverbindung. Wir brauchen mehrere. Das ist genau das, wovon ich spreche. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt ganz einfach. Zack, zack, die lassen wir wieder beidseitig. Beidseitig rundum fahren. Schön einmal im Kreis rundum. Ja, da kennt man schon. Brumm, 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 brumm. Was haben wir da? Da haben wir offensichtlich auch schon mal angefangen mit Straßen zu bauen. Wie können wir das da mal? Das können wir so. Ich weiß schon, da reißt man einen Haufen Städte ab, aber die kommen schon wieder. Ja. Und durch die Innerorts-Busverbindung wächst die Stadt übrigens auch. Ja. Das sieht man wenn man auf so eine Stadt klickt, dann kommt da so eine Übersicht. Und dann sieht man die Faktoren, die quasi das Wachstum der Städte beeinflusst. Angefangen haben wir da irgendwo bei 250, 246. Und dann sieht man da so, der öffentliche Verkehr hat so und so viele Connections und produziert plus 70 Wachstum. Was haben wir da? Der Privatverkehr generiert 60% Wachstum. Die Zulieferung von Werkzeugen und von Baumaterial haben wir in unserem Fall nicht. Das generiert einmal am meisten übrigens. Produziert 0. Was haben wir da? Stationen. Die Qualität ist sehr gut, aber es produziert keinerlei Zuwachs. Was haben wir da? Der Verkehr ist super gut. Und was haben wir da? Die Emission ist nicht ganz so gut, weil halt der Zug die ganze Zeit da durchbredelt. Ja, kann man nicht verhindern. Ist halt so. Jetzt brauchen wir da noch ein paar Bushaltestellen. Brauchen wir mehr Bushaltestellen. Gebäude, Bushaltestellen. Ganz wichtig ist die Bushaltestelle da vorm Bahnhof, weil dann Haufen Leute natürlich hinwollen und vor allem wieder zurückkommen. Die steigen in den Bus ein und werden dann in der Stadt verteilt. So, dann machen wir jetzt Zacko, Schmackofatzko. Wir haben ja gesagt, Hashtag Zack die Boni, Alter. Wir wollen das jetzt eigentlich. Alex! Einfach go schnell in den Bürger, nimm es, das kehrt sich einfach. Ja, das kehrt sich nicht! Jetzt sind es 50 Euro seit den letzten 3 Streams, wie versprochen. Alex? Psst. Danke dir. Was soll ich sagen dazu? Dankeschön. Richie Feischer, Servus aus dem Krankenhaus mit 2 gebrochenen Beinen. Merci für die Unterhaltung. Warum hast du 2 gebrochene Beine, Alter? Bist du mit dem Motorrad gefahren? Sagst du, was ist? Gute Besserung. Ab in den Chat, gute Besserung an den Richie. Zack, die Bohne. Wir knallen jetzt da ein paar Bushaltestellen hin. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Wo noch? Da noch. So noch. So noch. So noch. So noch. So. Wenn das nicht hochgradig sexuell ist, wieder mal, dann weiß ich nicht. Dann gründen wir. Wer ist aus Kam? Welche Farbe haben Busse in Kam? Ab in den Chat. Das würde mich interessieren. Kam
Bus 1. Da machen wir nochmal gleich eine neue Linie. Calm. Bus 2. Weiß man das? Ansonsten machen wir einen Rot. So wie es ist, ansonsten machen wir einen Rot. Ist mir wurscht. Und dann verbinden wir einmal im Uhrzeigersinn die ganzen Stationen miteinander. Angefangen der mal im Buchenweg. In die Ringstraße. Schillerstraße. Und dann einfach einmal sauber so rundum. Ja, kann ich auslassen, weil sonst ist das System wieder broken. So, wunderschön. Haben wir Bus 2. Machen wir genau das gleiche, bloß anders um mich. Neben. Fahren wir da. Und los geht's. Kaching, 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 Motherfucker. Warum man da schon wieder so komisch im Kreis fährt, das haben wir letztes Mal schon rausgefunden, glaube ich. Gell? Da haben wir die Dinger ein bisschen versetzt gebaut. Den machen wir jetzt einfach nochmal. Die 2 Stationen ein bisschen versetzt gebaut. Campus 2. Er fährt da so komisch im Kreis umeinander. Warum man das tut, ist mir jetzt ehrlich gesagt aber auch wurscht. Das ist mir jetzt einfach wurscht. Was wir auf alle Fälle tun, wir kaufen mir Fahrzeuge, kaum spielen mit Fernbussonate, hellschwarz. Gelb sind, in Kaum sind Busse gelb, okay? Dann bauen wir 4 Busse braucht man, für jede Seite 2. Dann machen wir die gelb. Dann machen wir einen Unterhalt gleich mit plus 25%. Und dann schickt man 2 Stück Cambus 1 und 2 Stück Cambus 2. Und weißes ihr seid, fährt man einen Kammerbus noch gelb ein. Die Linie davon, besser gesagt. Hoppala, das war falsch. Die obere Linie ist noch rot, wie man sieht. Rot. Gefällt den Leuten nicht. Dann sollen sie Geld bekommen. So. Können wir sehen, Busse von oben, so mag ich das. So mag ich das. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir haben ja jetzt ja doch schon vor 4-5 Jahren Ingame-Zeit unseren Flughafen da herum mit alle Städte und mit alle Busse verknüpft. Ja, da werden schon fleißig Leute gefunden und da warten 95 Leute. Währenddessen da das Flugzeug gerade abgekommen ist, da fliegt es umeinander. Moment, da können wir übrigens einmal zuschauen. Nein, wir machen jetzt nicht nochmal dasselbe, was wir gerade gemacht haben. Das Flugzeug ist gesteckt voll, was man da herunten sieht. Fahren wir mal wieder ein bisschen raus. Da sind 50 Leute unterwegs. 50. Und da warten 111 Leute. Brudi, wir brauchen mehr Flugzeug. Wir brauchen mehr Flugzeuge. Ist euch das schon klar? Schauen wir mal. Wir haben ja schon 2 Flugzeuge. Aber mit Ernus. Was haben wir? Flugzeug 2, wie nennen wir das? Das nennen wir Airkus. Airkus. Und jetzt kaufen wir noch ein Flugzeug dazu. Da kaufen wir jetzt mal noch ein Flugzeug dazu, oder? Freilich kaufen wir noch ein Flugzeug dazu. Also Obacht, Fahrzeug verwalten. Nehmen wir Ernus. Die kopieren wir. So. Und wie nehmen wir die? Kennt ihr, wie nehmen wir die? Ein B-12-Bomber. Nehmen wir B-12. B-12, Ausrufezeichen. Nice. So, dann haben wir schon mit 3 Flieger fliegen. Ja? Und das lassen wir jetzt einfach ein paar Jahre laufen und dann sehen wir schon, ob die Zuschauerzahlen, ob die Fahrgastzahlen höher oder niedriger werden und ob sie die Flugzeuge immer gestopft voll sind. Und es ist wichtig, dass die immer gestopft voll sind. So. Und schauen wir da einmal, in Calm haben wir schon die ersten Fahrgäste an die Busse dort. Wunderbar. Wunderbar. Ja, das sollten wir jetzt eigentlich mit Uffing und Neumark auch machen, aber ich sage euch was, ich habe keinen Bock mehr. Was kann man machen? Wir müssen eigentlich mal schauen, ob man nicht irgendwie ganz einfach irgendeine Stadt, die in diesem Kreislauf verbunden ist, ganz einfach mit irgendwelchen Gütern versorgen können. Wie zum Beispiel Straubing. Ja, wie zum Beispiel einfach Straubing und Landau braucht halt einen Ziegel, was man da sieht. Also ich brauche nur einmal Nahrungsmittel und nur einmal Ziegel, beziehungsweise Baumaterial. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann schaut es da herum ziemlich gut aus mit Baumaterial. Ja, Baumaterial ist ja so eine Versorgungskette, die ziemlich easy zu machen ist. Da geht es von einem Storvorkommen, vom Storbruch, in die Baumaterialfabrik und von der Baumaterialfabrik direkt in die Städte.
Das ist immer ziemlich easy zum machen. Und eigentlich kann man da sogar wahrscheinlich einen Zug fahren lassen. Eigentlich kann man da sogar wahrscheinlich einen Zug fahren lassen, der sich da auf das Gleis da mit einer tut. Fährt da oben, fährt die 2 Städte ab und fährt einfach wieder zurück. Oder geht's vielleicht noch einfacher? Wahrscheinlich nicht. Habo oder so! Die Busse richten sich nach den Bodenmarkierungen auf der Straße. Warte mal. Ich weiß schon, was du meinst. Du meinst das Problem in Kam mit der Linie. Das schauen wir uns jetzt zum Beispiel an. Das heißt, er kommt da so vor dem Kreis rundum, fährt auf die zweite Spur und fährt dabei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwie. Na? Ich probier's jetzt nochmal. Ich probier's jetzt einfach nochmal, dass es. Das macht allein schon da keinen Sinn. Jetzt, was er tut, der fährt da einmal um den ganzen Block rundum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Egal, lass was es ist. So. Auf alle Fälle hätten wir da schon mal die Option Steinbruch, Baumaterial da oben, Richtung Straubing, Richtung Landau, easy. War auch easy über die Straße machbar, weil wir das alles schön miteinander verbunden haben. Was haben wir noch für Optionen? Da herunten brauchen wir Maschinen, sind schwierig zu machen. Nahrungsmittel werden noch ziemlich einfach. Wir haben da einen Bauernhof, wir haben da Nahrungsmittelproduktion und die kann man direkt nach Landau fahren. Das ist wahrscheinlich das Allereinfachste. Henschebau, Partnerbörse, eine nette Moni hat sich gemeldet. Der Ernst? Ja, wenn du zusammenkommst, schützt mir einen Kasten Bier, das ist schon klar. So, Moment, muss ich mal kurz eindämpfen. So, ihr kennt euch, was? Macht die erste auch zur letzten Haltestelle. Ich weiß, was du meinst, Das können wir auch noch mal ausprobieren. Weil vielleicht verstehe ich nämlich irgendwann einmal das Liniensystem dann hundertprozentig. Bei so Linie verwalten. Wenn wir jetzt sagen, wir sagen ja, die letzte Haltestelle ist Friedhofsstraße. Und dann soll er eigentlich wieder zuerst zum Mühlenweg fahren, aber aus irgendeinem Grund fährt er da einmal im Kreis rundum und kein Mensch weiß warum. Können wir noch eine Haltestelle hinzufügen, nämlich einen Mühlenweg nochmal. Fährt er trotzdem im Kreis rundum. Ich müsste wahrscheinlich die zweite Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseiten löschen. Das wird es wahrscheinlich einfach sein. Ich weiß nicht, wann ich mir das so gewohnt habe. Schauen wir mal. Jetzt fährt er da so behindert um einen Block rundum. Ja, manchmal hat das Linienfindungssystem einfach ein paar Probleme, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Machen wir so. Ich weiß nicht, was das soll. Ich sag das ist keine Ahnung, broken. Vielleicht ein bisschen buggy, vielleicht ob sie ein bisschen dumm baut, keine Ahnung. Wer hat da schon wieder mit Geld geschmissen? Fix mal jetzt hört er mir auf. Baut 2 Haltestellen hintereinander, dann wird's. Wie meinst du das? Ja, du meinst da und da. Ja, drauf geschissen. Dann fahr doch halt da einmal im Kreis. Lass ihn halt im Kreis fahren. Vielleicht ist der keine Ahnung, vielleicht fährt er einfach gern im Kreis. Vielleicht fährt er auch gar nicht wirklich im Kreis. Da fährt nämlich zum Beispiel in der kleinen Straße auch der gelbe Zug. Schau, was er da tut. Ich weiß nicht, was er da tut. Da packt der Bus so komisch. Habt ihr das jetzt gesehen? Ganz komisch. Ganz komisch. Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung. Auf alle Fälle hier die ganze Zeit Katsching, Katsching. Seht ihr das da unten? Wir haben plus 20 Millionen im Plus. Was für eine Linie eskaliert denn da so krass? Naja, der Flieger. Schaut dir den Flieger an. Er ist permanent proppenvoll mit 150 Leuten und generiert fast 16 Millionen. Den kriegen wir noch auf 100 Millionen. Das garantiere ich euch. Wenn ich da nämlich schaue, da warten immer noch 70 Leute am südlichen Flughafen. Und wenn ich da an den nördlichen Flughafen schaue, dann warten 150 Leute. Brudi, bau nur ein Flugzeug. Los geht's, nur ein Flugzeug. Fahrzeuge verwalten, ein B-12-Bomber. Eine kopiert ins Viech. Und wen nennen wir den? Den nennen wir U. Manche Leute wissen vielleicht, was ein U ist. Lucky! Der muss einmal im Kreis, weil er wieder zum Fahren einen Spurwechsel braucht, Moni. Was? Weil er weiter zum Fahren einen Spurwechsel braucht.
probieren wir mal was. Ja, ich glaube, ich hab's schon verstanden, was wir sagen. Mensch, Luki, merci dir. Jetzt pass auf, weißt du, was ich dir sag? Jetzt nehmen wir mal die ganz fette Straße und bauen wir da eine Busspur ein. Für das haben wir es nämlich ursprünglich auch da hergebaut. Auf der Seite machen wir wahrscheinlich mehrere kaputt dadurch. Nimm da jetzt die Busspuren, er fährt immer nur. Aber gut, er macht keinen so einen komischen Schlenkerer mehr nach innen, das ist schon mal wenigstens absehen. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Ich sag das, wie es ist, ich hab keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es einfach nicht. Da, siehst du, der gichtelt da so komisch da durch, so, und irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas haben wir kaputt gemacht. Wir haben auf alle Fälle das Spiel kaputt gemacht. Hilft eh nicht. So, Freunde, wir wollten mir irgendeine Stadt, die da drin hängt, wollten wir noch mit Güter versorgen. Ich würde sagen, Landau. Ist das was, geht einfach. Hier, von Nahrung, eine nach Landau. Landau hat Einwohner 270, die kriegen wir mit Sicherheit auf 300 bis 400. Ja, haben wieder mehr Leute da, haben wieder mehr Airbussi. Lamborghini Huracan performen. Weiß, dass du bist. Nennt man Airbussi. Okay? Ist das was? Ich glaube schon. So. Wir brauchen Straßen. Wir fangen mal immer mit den Straßen. an. Erst einmal löschen wir die alten Kackstraßen. Die löschen wir weg, die da standardmäßig an diese Industriegebäude geknüpft sind. Die hauen wir weg, die braucht keine alte Sau. Die braucht wirklich keine alte Sau nicht. Und dann verbünden wir erst einmal das mit dem auf so kurzem Weg, wie es noch gerade irgendwie geht, ohne dass wir recht viel Fader kaputt machen. Das ist meistens gar nicht so einfach. Eine Busspur brauchen wir auch nicht wirklich. So. Machen wir so. Und so. Schauen wir, da gingen 3 Federflöten, das ist aber nicht so schlimm. Die bauen sie mit der Zeit auch wieder hin, übrigens. Dann braucht man eine Verbindung. Erneut. Oh, das haut nicht ganz hin. Das ist aber ein bisschen blöd gemacht da. Da sieht man wenig gescheit, was die genauen Ränder von der Industrie sind. Aber das ist nicht so schlimm. So. Das passt, und da müssen wir irgendwie auf Landau eindüsen. Ich werde jetzt einfach vorschlagen. Oh, da müssen wir sogar einen fetten Tunnel bauen, oder was sind. So. Ja. Das kostet ja 1,5 Millionen kostet der scheiß Tunnel. Soll er uns Kosten draufgeschissen? Killer! Hier ist Lisa mal die alte Donation. Fusch am Miau. Wart, sie tut etwas für sein Leber. Schaut das nächste Mal zu. Ja, für sein Leber. Merci dir. So! Eigentlich brauchen wir den Schwurbel da oben gar nicht. So. Wunderschön. Jetzt brauchen wir Depots. Ja, wir brauchen Zuliefer- und Auslieferdepots. Wunderschön. Wunderschön. Da drehen wir ein bisschen. Schaut gleich schön aus. Und dann können wir das so weit weg da bauen, bis das weiß markiert wird auf der linken Seite. Das heißt, das Depot ist im Einzugbereich von dieser Nahrungsproduktion. Genauso brauchen wir ein Auslieferdepot, also ein Anlieferdepot in der Nahrungsmittelindustrie. Das können wir da ja, und dann müssen da bloß 2 Laster hin und her fahren und fertig ist das. Ist die Geschichte. Jetzt brauchen wir ein Auslieferdepot. Ich mache das immer alles einzeln, weil du die Wege einfach massiv verkürzen kannst. Jetzt ist da dummerweise natürlich ein scheiß Tunnel baut, was ein bisschen dumm ist in dem Fall, weil wir es nicht so weit wegbauen können, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist ja wurscht. Und dann brauchen wir das Depot. Ja, man sieht jetzt da wirklich sehr genau in Landau drin, welche Gebäude diese Nahrungsmittel brauchen und welche nicht. Und ich halte jetzt einfach mal testweise, damit man das nachvollziehen kann. Ich meine, die alten Spieler unter euch, die wissen das natürlich schon, die neuen aber nicht. Wenn ich da jetzt die Verbindung herbaue, dann sieht man, wie die Häuser langsam weiß werden. Das bedeutet, diese Häuser haben im Einzugsbereich von dieser wie soll ich sagen, Abladestation. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir so viel Häuser in den Einzugsbereich kriegen, wie es noch gerade irgendwie geht. Und am liebsten da das da einbauen. Das heißt, wir drücken jetzt da mal auf Pause, wir löschen mal den Batzen da. Und eigentlich, jetzt habe ich Mist gebaut, glaube ich. Eigentlich kann man da.
Sext ist, da haben wir schon so eine Bushaltestelle hergebaut. Eigentlich kann man da an die Bushaltestelle ein Güterdepot ohne bauen, was wir jetzt auch da werden, weil es das Allereinfachste ist. Da, Güte. Die bauen wir da hinten hin. Zack, zack. Zwei so Dinge. Und dann fährt nämlich der Bus da, also der Laster automatisch auch da rein, wo der Bus einfährt und liefert da das Zeug ab. Jetzt haben wir natürlich ein paar Häuser weggerissen, das war ein bisschen dumm. Das war ein bisschen dumm, aber die bauen sie da ja wieder hin. Ja, das tun sie ja von selber. Dann wir gleich mal wieder auf Play. Auf Play wird's auch. Dann schauen wir mal, warum wir schon wieder mit 16 Millionen im Minus sind. Warum haben wir mit 16 Millionen im Minus, Brudi? Was soll denn der Käse? Das ist noch nie 16 Millionen da. Und es ist zwar einiges Minus, ja, das lasse ich mir schon eingehen, aber minus 20 Millionen, spinnt ihr? Wahrscheinlich, weil ich gerade baue wie ein Narrischer. Ja, unsere verdammten Flugzeuge machen mittlerweile plus 13 Millionen. Das muss klar sein. Das muss er finanzieren. Das muss er unsere Nahrungsmittelgeschichte da locker finanzieren. So. Und dann können wir eigentlich haben wir in Landau da irgendwo ein Fahrzeugdepot. Ja, das haben wir da herunten. Und dann können wir eigentlich Linien produzieren und die Fahrzeuge zuweisen. Los geht's! Neue Linie, die machen wir leicht orange, weil es um Nahrungsmittel geht. Wir nennen diese Linie. Wie habe ich das sonst genannt? Normal nenne ich das eigentlich immer Getreide, Pfeil, Nahrung. Da schauen wir jetzt einmal. Ah ja, da, ja gut. Vielleicht nicht ganz, dann machen wir es genauso wie. Wir haben nämlich schon einmal so eine Nahrungsmittel Linie gebaut. Die nehmen wir jetzt Lebensmittel 2. Wunderschön. Und dann fügen wir die zwei Haltestellen hin. Wir mengen das von da, von unserer Produktion zur Industrieschiffen. Das ist das Depot und das war's schon. Jetzt mengen wir die Lebensmittel von der Station nach Landau bringen. Da brauchen wir eine neue Linie. Wir nennen es Landau Nahrungsmittel 1. Ich nummeriere das immer, weil du später, wenn du irgendwann mit 1000 Leuten in der Stadt wohnen, brauchst du eine zweite Linie für die Lebensmittel und vielleicht sogar noch eine dritte. Und dann kennen sie irgendwann keine Sau nicht mehr aus. Die machen wir auch orange. Und dann picken wir mal von der Station, von Landau West. Und da gehen wir auf unsere Bushaltestelle her. Blub. Und dann passt es. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich mal der Bus und der Laster kurz in den Weg kommen, aber das ist nicht so tragisch. Das passt auf alle Fälle. Jetzt gehen wir da her. Jetzt brauchen wir noch die richtigen Laster. Was haben wir da für Drumlaster umeinander stehen? Da haben wir zum Beispiel den FAW Yifang J6P Küpper LKW. Bei dem geht's zu im Affenstall, Brudi. Da kaufen wir aber auch maximal einen. Der kriegt nämlich 38 seine Dinger rein. That's what she said. Family friendly! Den machen wir natürlich auch orange. Blub, dann schaut er zwar ein bisschen aus wie so ein Straßenkehrerauto, aber das ist wurscht. Wir geben ihm 25% mehr Unterhalt und wir schicken ihn auf die Linie. Moment, den müssen wir da rumfahren, sonst sehen wir den nicht. Getreide Lebensmittel 2. Was? Wichtiger Hinweis, Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ja, ich glaube, weil die Straße nicht miteinander verbunden ist. Was man normalerweise auch nicht braucht, aber in dem Fall. In dem Fall geht es nicht anders. Das ist jetzt nicht die schönste Straße der Welt, aber unser. Wo ist er nicht? Ja, da ist er. Jetzt können wir der Linie hinzufügen, weil er kann ja da nirgendwo rundherum fahren. Die zwei Straßen waren getrennt voneinander. Getreide, Lebensmittel und er ist auf dem Weg. Schauen wir gleich mal, was er tut. Wo ist er? Da fährt er. Ah, so. Wo ist er? Da ist er. Schaut er nach. Motorkampe! Wenn das letzte Mal wieder aufgefallen ist, ja, da muss ich mir schon wieder ans Hirn gehen. So, jetzt brauchen wir natürlich, jetzt haben wir folgendes, da haben schon die ersten Getreidesachen drin. 30 Stück. Der Weg ist so kurz, dass fürs Erste einmal ein Laster gelangt. Ja, der fährt da so schnell hin und her, der regelt das schon. Was haben wir da? Er passt schon. Was er? Air Force One. War super und der Pilot soll Bruce Dickinson heißen. Gibt's tatsächlich und der Bruce fliegt den auch selber. Was? Ich weiß nicht, wer der Air Force One, ich weiß nicht, wer der Air Force One ist, aber Air Force One, ich weiß nicht, was das für Anspielung ist. Ja, passt schon. Herr Kreuzbot, magst du Schottergruben auf Kreuzes Schotter GmbH benennen? Da hat mich voll gefreut, wenn das geht. Geht das?
Ja, pass auf. Schottergruben auf. Kreusis Schotter GmbH. Ist es okay? Ist das okay so? Kreusis Schotter GmbH. Merci für deinen 10er. Ich hab tatsächlich übersehen jetzt gerade. Tut mir leid. Herzlichen Dank. Jetzt hört's ja auf mit der Geldschmeißerei und wünscht euch irgendeinen Scheiß. Das war das erste und letzte Mal heute, okay? Bevor jetzt der Rest davon, nimm das so. Ja? Ich krieg noch mal einen Vogel mit euch. Merci, Crazy. Merci, Bastjo. Merci, Mr. Killer. Merci, Lucky. Merci, etc. Fix, Mari. Ich muss da weiterkommen. Es ist schon wieder fast halb 10. Wir haben nichts zerrissen. Nix haben wir zerrissen. So, wir fahren da umeinander, wie narrischer. Es war halt Nahrung zum Produzieren, aber keiner holt's ab. Was braucht man? Mindestens 2 Laster, die Nahrung nach Landau fahren. Wir kaufen mal 2. Was können wir da kaufen? Da gibt's jetzt den fetten Planen-LKW, es gibt aber den Urban Truck. Da gingen 32 rein, da gingen 20 rein. Das war nicht so der E-Truck, das andere ist so der fetter Lieber, der wollten mehrere da eingekriegt. Ich weiß auch nicht, wie wir uns verhalten sollen. Was haben wir da? Wir nehmen den E-Truck. Wir nehmen 2 E-Trucks, Brudi, das muss gelangen. Da gingen 40 Dinge ein, das muss gelangen. Das ist wie bei deinen Alten, da gingen, weißt du schon. Hat er nicht gesagt. Lander Nahrungsmittel 1. So, los geht's. Leute, Gas geben. Einfacher geht's nicht. Ja? Einfacher geht's nicht. Du brauchst ein Produktionsding zu der Industrie, ab in die Stadt, fertig aus Armin. Herr Kreuzbart, Bürger Bussi aufs Nussi ohne Geld dir zuliebe. 6 Herr Kreuzbart geht da. Und ich kann es kommt sogar mal vor, dass ich einen Chat lese, ohne dass jemand mit Geld schmeißt. Herr Gerwin! Was steht da? Ich kann sie lesen. Ich sag nur Iron Maiden. Wie kommst du auf das? Wie kommst du auf Iron Maiden? Wie kommst du auf Iron Maiden? Weiß ich nicht. Ich übersehe schon wieder offensichtliche Details, kann das sein? So, da habe ich jetzt einen Baum gebaut. Einfach weil ich es kann. Okay? Einfach weil ich es kann. So, Transport, warum wird denn da nichts abtransportiert? Warum werden denn da keine Nahrungsmittel bereitgestellt? Kann man das einmal erklären? Jetzt muss ich da mal schauen. Schauen wir mal, Terminals. Was soll denn die Scheiße? Was genau soll die Scheiße? Wo fahren denn die Busse hin? Was soll denn der Kass? Da ist doch eh orange dort. Geht jetzt das oder geht... Schon wieder ein Fehler produziert, sehe ich das richtig? Da wird die Linie nicht richtig angezeigt. Wird einfach die Linie nicht richtig angezeigt. Herr Florian Roland, wie heißt das Spiel und wo gibt's das? Das Spiel ist Transport Fever 2. Weißt weil das haben wir letztes Mal auch schon einige. Ab und zu muss auch ich mal Werbung dafür machen, ja. Das Spiel gibt's normalerweise überall. Gibt's auf Steam. Ich glaube, es gibt's auch Standalone, bin mir nicht ganz sicher. Wenn du mir was Gutes tun möchtest und du hast Interesse an dem Spiel allgemein, egal was für Spiele, ich kaufe meine Spiele ebenfalls bei MMOGA. Ich werde nicht von MMOGA dazu aufgefordert, diese Spiele zu kaufen, ja. Ich mache es einfach selber, ich habe noch nie Probleme damit gehabt und da gibt es alles einfach billiger. Ich glaube, auf Steam kostet Transport Fever 42 €, auf MMOGA 25. Fertig. Und wenn du das über den Link da unten in der Beschreibung machst, dann habe ich sogar noch was davon. Herzlichen Dank an alle die das bereits getan haben. Dankeschön. Und es ist nicht bloß bei Transport Fever 2 so, weil mir das letzte Mal auch jemand gefragt hat, das geht mit allen Spielen. Du kommst über den Link auf die Seiten, suchst egal was für ein Spiel und ich hab da was davon. Deswegen kostet die aber das Spiel nicht mehr. Ganz wichtig. Dankeschön. So! Holt jetzt da dieser Dreckslaster mal diese Nahrungsmittel ab. Sehe ich das richtig? Ja, er hat schon 8 dabei. Okay, schaut gut aus. Schaut gut aus. Was wir jetzt mit dem... Den lassen wir jetzt da kurz einmal stehen. Jetzt warten wir... Jetzt synchronisieren wir mit die 2 Laster. Der eine ist an dem einen Punkt. Wir warten bis der andere am anderen Punkt ist und dann fahren die gleichmäßiger hin und her. Verstehst du mich? Okay. Ich glaube nicht. Ist mir aber auch wurscht. Angehalten. Wir schauen mal auf der linken Seite. Da fährt er jetzt dann gleich rein. So, und jetzt lassen wir den anderen abliefern. Und dann ist quasi die Einlade- und Abladetaktung ist einfach synchrone. Beziehungsweise gleichmäßiger. Kommt natürlich auch auf die Verkehrssituation an und wie reibungslos, dass die durch die Stadt fahren können und so weiter. Aber normalerweise ist das am Anfang so und dann bleibt es auch so.
Jetzt geht auch der Transport in der Lebensmittelfabrik in Tee, das heißt, Landau wird versorgt. Wir haben da schon 20 von 100, also 20 Lebensmittel haben schon drin, 120, 121 war die Anforderung, das heißt, unsere Einwohner, ich verwechsel Einwohner und Zuschauer, wachsen jetzt um weitere 20% und mit jeder Ladung, die da jetzt an Nahrungsmitteln kommt, wird Landau größer und größer, hat mehr Einwohner, hat mehr Leute, die mit dem Bus fahren, die mit dem Flieger fliegen, die mit dem Zug fahren und. Darum ist von Grund auf natürlich wichtig, die Städte zum Wachsen zu bringen. Alter, was geht denn da ab? Da warten 30, 40 und 120 Leute, die nach Wien wollen. Ja, Kinder, da müssen wir mehrere Busse holen. Was haben wir da? Alter, die Fernbuslinie, die Leute von Wien, Wien ist da, zum Flughafen bringen, bringt uns 400.000. Das sind nur fucking Busse. Weißt du, was wir da jetzt tun? Die erste Straßenbahn bauen. So schaut's nämlich aus. Da gehen wir mal her. Zack, das Böhnchen. Oberwien. Du wirst gleich einmal umbaut. Erst einmal elektrifizieren. Jawohl. Warum geht das nicht? Konfigurieren. Passagiere. Güter, Passagiere. Das erste, was wir mal tun, ist größere Station bauen. Dann elektrifiziert das Ganze. Jawohl. So, elektrifiziert. Was wir jetzt natürlich machen müssen, wir müssen das mit der Straße auch machen. Das ist jetzt übrigens ein großer Moment. Die erste Straßenbahn wird gebaut. Wir bauen die erste Straßenbahn, Kinder. Nice. Dafür gehen wir da her. Tramgleis. Ja. Elektrisch. Busspur braucht man damit nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann... Das probieren wir jetzt einfach mal schnell aus. Dann machen wir jetzt einmal... Was brauchen wir da für eine Straße? Das ist eine Ortschaft. Das ist aber wurscht. So, fährt jetzt die Tram. Schauen wir uns das einmal an, genau. Die Tram hat quasi eine Busspur, kriegt eine eigene Spur, das ist mir wichtig. Ja, da kommt er schon. Ja, das passt schon. Und hat dann eine eigene Spur und eigene Gleise. Passt. Weiter geht's. Bauen wir schon. Bauen wir um. Haben wir das jetzt alles schon begleist und elektrifiziert? Kann ich fast nicht glauben. Dann müssen wir das da natürlich auch elektrifizieren. Zack. Und dann sieht man da schon, die Gleise gehen da rein und dann kann da drin die Tram umeinander fahren, wie sie lustig ist. Und das Schöne an der Tram ist, ich glaube, sie ist schneller wie ein Bus. Und kann natürlich viel mehr Leute transportieren. Wie ein normaler Bus. Die Frage ist, wo wir das Ding jetzt hinbauen. Das haben wir auch wunderschön dahergebaut. Ich freue mich ganz besonders. Abriss bestätigen. Die 2 Gebäude bauen wir rein. Das heißt, wir brauchen ein Fahrzeugdepot für die Busse am Flughafen. Direkt am Flughafen dran, schaut sowieso nicht. Hey, was wir da auch nicht machen könnten, ist diese Scheiß, da fahren auch schon wieder normale Autos durch, was mir überhaupt nicht gefällt. Da wenden wir wieder unseren Umgehungsstraß-Trick an. So. Die Frage ist bloß, was wir mit dem da vorgehabt haben. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem da vorgehabt haben. Den komischen Schnipsel da, den braucht kein Mensch. Da den Schnipsel da weg. Den Schnipsel der mal weg. Brudi, den Schnipsel der mal einfach weg. Dann machen wir so. Und dann bauen wir... Nein, ich möchte Kurven haben, Kinder. Was ist mit der Kurven? Warum gehen keine Kurven? Ich habe da unten auf Kurven gestellt. Was soll das? Ja, jetzt. So, jetzt habe ich sauber ins Mikrofon eingekratzt. Das ist wichtig, damit der Zuschauer, der mich in der Regel nicht kennt, gleich mal weiß, was geschlagen hat. Jetzt dürfen die Autos da eigentlich auch richtig rundum fahren. Und die haben das Traumgleis noch weg. Das schaut doch gut aus. Jetzt schauen wir mal, was die normalen Autos tun. Da ist noch eins gefahren, das ist noch durch. Da kommt der Weiß. Bieg ab, du Matz! Jawohl! Schön, das mag er. Ja, ich möchte bloß haben, dass der normale Privatverkehr da einfach außen rundum fährt und nicht durch diese Bushaltestelle. Dann dauert nämlich alles noch länger. Die fahren die Gurken da irgendwie mit 20 km/h durch. Beschissen. Wenn wir übrigens auch sehen, unser Flughafen, da haben nicht mehr recht viele Leute dort. Nur noch 8 Stück.
Und im Flugzeug sitzen nur noch 33, das heißt, wir verlieren sehr viel Geld. Wir müssen so schnell wie es geht mehr Leute dahin transportieren, die sie dann in den scheiß Flughafen einsitzen und da drinnen mal so richtig eskalieren. So, jetzt machen wir den. Machen wir erstmal das Tramdepot. Das Tramdepot ist so riesig. Das stellen wir auf die Seiten. Tramdepot und das Fahrzeugdepot, das stellen wir auf die Seiten. So, und so ist die schön auf einem Haufen. Das ist schon in Ordnung also. Und dann, da hat ich vorschlagen, schauen wir uns einmal die Trambahnen an. Wir haben eine uralte Trambahn, ebenfalls 86. Ich glaube, mit der fangen wir nicht an, da gehen 27 Leute rein. Wir nehmen schon die neue. Ja, CAF Urbos 3. Gibt es das Ding in echt? Weiß das jemand? Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber auch scheißegal. Schauen wir mal, was da der Unterschied ist. Die kostet 151.000 pro Jahr. Die kostet 130. Da gingen 37 Leute, da 43. Beide gingen 70. Ich weiß auch nicht, was ich da verhalten soll. Nein, nehmen wir die gescheite, oder? Nehmen wir die gescheite. Was geben wir ihr für eine Farbe? Lassen wir die Originalfarbe. Originalfarbe ist schön. Geben wir ihr noch 25% Betriebsaufschlag, damit die sauber in Schuss bleibt. Und dann schicken wir die auf den Flughafen Wien. Und jetzt schauen wir ihr zu. Achtung, Achtung, es fährt ein. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein. Schaut es euch, wie schön das ist. Schön ist, schau hin. Bertram! Wer war das wieder Händchen, Partner besser als Moni wird die Tage mal vorbeikommen. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich schwör's dir. Ihr winzt euer Kind nicht Biergen ins. Komm und hau euch alle zwei Knockert Nosch. Damit das klar ist. Okay? So, Biergerbahn ist da und hat direkt mal 43 Leute eingeladen. 43 Kinder. Also nicht 43 Kinder, sondern 43. Kinder. Verstehst? Das Urbaus-Ding gibt's, das kurft bei uns in Ulm rum. Mutilieri. Tatsache. Schau her, wieder was gelernt. Ich finde, dass das gar keine so eine hässliche Straßenbahn ist. Ist schon schön. So, das Ding bringt jetzt einmal 43 Leute direkt straight zum Flughafen. Jetzt, was mich noch ein bisschen, da müssen wir jetzt kurz mal auf Escape drücken, was uns absolut nicht selbst doch. Was mich so ein bisschen stört am Spiel ist, dass ich nicht sehe, also die 43 Leute, wo wollen die hin? Steigen die jetzt um, weil sie zum Flughafen wollen? Oder steigen die um an der Bushaltestelle und fahren mit dem Bus dann in eine andere Stadt? Ich möchte ja eigentlich haben, dass die in den Flughafen einsteigen. Ja, weil der Flughafen mit Abstand das meiste Geld produziert. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn man mittlerweile da mal schaut, wie es da zugeht. Wie es auf dem Busparkplatz zugeht. Jetzt steigen da 43 Leute aus. Man sagt da die Einzelnen da in den Flughafen eingehen. Ah, da gehen schon viele in den Flughafen. Da geht mindestens, sind mindestens, leider 2, 4, 6, 8, 10, 12. Da gehen mindestens 15 bis 20 Leute und auf der anderen Seite nochmal gehen in den Flughafen rein. Und da warten 64 Leute auf Straubing, 68 Leute auf Wien, obwohl gerade eine volle Ladung wahrscheinlich da abgeholt worden ist mit der Straßenbahn. Wo ist denn das hin? Wo ist die Straßenbahn? Da oben ist. Haben wieder 43 Leute drin. Und das ist so der Kreislauf, der dann halt anfängt stattzufinden. Jetzt steigen nämlich da 43 Leute aus. Schauen wir uns das einmal an. Da steigen jetzt 43 Leute aus. Die Frage ist, wo die hingehen. Fahren die jetzt mit dem Bus, ein Teil geht zu Fuß in die Stadt, so wie ich das sage. Ein Teil wechselt das Terminal und fährt mit dem Bus weiter. Ja, und ich liebe diese Spiele. Ich sag das, wie es ist. Ich liebe diese Spiele. Was mir auf alle Fälle auch noch auffällt ist, dass Straubing, Landau ist auf einmal leer. Warum ist Landau auf einmal leer? Verstehe ich nicht. Und Straubing. Die Frage ist nun, schauen wir mal Landau an. Schauen wir hin. Mittlerweile haben wir schon 70% Einwohnerzuwachs allein durch die Nahrungsmittel. Das ist aber schon eine Ansage. Was haben wir da? Da warten 53 Leute auf dem Fernflughafen. Das heißt, da sollte man eigentlich auch mehr Trambahn bauen. Sollte man da mehr Trambahn hinbauen, wenn du mich fragst. Und eine größere Station auf alle Fälle, weil da passt da gleich keiner mehr hin. Können wir da was hinbauen? Nein. Können wir da was hinbauen? Ja. So, haben wir schon mehr Platz. Das ist schon mehr Epsi. Konfigurieren, elektrifizieren, jawohl. Und dann lassen wir da eine Trambahn ausbauen. Die Frage ist, haben wir da nicht... Da ist eh schon ein Gleis da. Ist auch schon elektrifiziert, oder was? Ja, Kriminalfeier. Sagt man das halt noch nicht.
Da haben wir fast nichts mehr zum tun. Busspur, ja, Tramgleis, elektrisch. Los geht's, Kinder. Und los geht's. Easy. Da geht ja schon. Blau heißt übrigens, ja, das ist schon elektrifiziert. Und da ist auch schon elektrifiziert. Das heißt, wir haben uns da schon mal was denkt dabei. Ja, dann die nächste Tram, Kinder. Die nächste Tram. Fahrzeug kaufen. Tram. Also wie ich das gesehen habe, ist in... Was war die andere Stadt links? Links haben wir noch Straubing. Und Straubing ist auch schon elektrifiziert, wenn du mich fragst. Dann bauen wir kaufen wir gleich 2. Brudi, da kauft man gleich 2. Eine ins Viech, weil wir es haben. Aber was darf man sonst? Was darf man sonst? Oh, die zweite Termine auf 25%. So. So, dann schicken wir das erste nach Landau. Zack, und das zweite schicken wir nach Straubing. Und wenn jetzt da keine Gleisverbindung war und kein elektrifizierter Weg oder keine elektrifizierte Verbindung zwischen den zwei Bushaltestellen, dann da sofort eine Fehlermeldung kommen. Dann könnten diese Trams da gar nicht fahren. Eisenbahngleise haben verschiedene Geschwindigkeitslimits. Ein Layer zeigt die zulässigen ja bla bla. Haben wir alles schon gehabt. So, auf alle Fälle fährt jetzt auf jeder Spur mindestens eine Trambahn mit, wo 43 Leute auf einen Schlag reinkommen. Da sollten jetzt ordentlich viel mehr Leute transportiert werden, was sich mit Sicherheit positiv auf alles auswirken wird. Auf alle 3 Städte, aufs Wachstum, auf den Flughafen, auf die Verdienste in der Buslinie. Ja, auf alles. Wie schaut's da herum aus? Schaut euch das an. Schaut euch diese Bushaltestelle an. Da warten in kaum 125 Leute. Jetzt, was mir jetzt da als allererstes auffällt, es warten so markant viel mehr Leute in Cham als überall anders. Mehr als in Graz, mehr als in Neumarkt, viel mehr als in Uffing. In Uffing wartet fast gar keiner. Warum ist das so? Das ist die ernste Frage. Weiß ich nicht, warum das so ist. Cham hat 500 Einwohner. Graz hat fast 1000. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Uffing hat 700. Uffing hat fucking 700 Einwohner? What the fuck? Wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her, Alter? Und Neumark ist relativ klein, oder? Aber hat aber auch schon 451. Das ist verrückt. Was ist da wieder los gewesen? War ein Spenden eingeflattert. Die geben die ganze Zeit eigentlich 3200, aber wurscht. Snooze Benny, was? Was hat. Achso, in echt meinst du? Ja, gut, natürlich. Snooze Benny, du Zipfee! Herr Kreuzbart, Herr Spieger, du brauchst eine Verbindung zur Schottergruben, dann wird mehr baut. Der kommt gleich. Pass auf, jetzt pass auf. Kommt gleich. Was wir mir jetzt aber noch schnell tun. Jetzt schauen wir uns mal die Ausgangsdinger an. Die Ausgangsfernbusse. Da geht auf alle Fälle schon wieder. Wieso gingen da 9 Leute und das geht über? Was ist denn das für ein Blödschiss schon wieder? Passagiere, da können wir doch mit Sicherheit Steigung zu groß. Da können wir doch mit Sicherheit größere Dinger bauen. So, das ist einmal das Erste. Und dann ist die Frage, ob wir das elektrifizieren sollten. Ich weiß es nicht. Und da warten 50 Leute. Da kommt jetzt gerade einer rein. Da fahren bis 17 hin und her, das sind nicht recht viel. Wie schaut es da herum aus? Ja, in Uffing geht nicht viel. Uffing braucht auf alle Fälle einmal einen Buskreislauf, damit mehrere Leute von A nach B transportiert werden. Das war in Uffing einmal ganz furchtbar wichtig. Wie schaut es in Neumark aus? In Neumark warten auch nicht recht viel. Das ist genau dasselbe Problem. Und in Graz warten doch einige immer wieder. 30 auf alle Fälle, davon allerdings auch 3 Busse. Und Graz ist auch riesengroß. Das heißt, der Hauptunterschied, warum eben kaum so viele Leute warten und in Graz und in die anderen nicht, ist, weil es in Uffing und Neumark keine Busfahrten gibt. Keine Busrundfahrten gibt. Und das ist der Hauptgrund. 100%ig. Das ist der Hauptgrund. 100%ig. Gut, was tun wir da jetzt? Jetzt pass Obacht. Wie bringen wir mir noch irgendeine Stadt zu irgendeinem, wie soll ich sagen, einfach vor allem zu irgendeinem Gut, damit sie weiter wachsen kann. Am besten noch nicht, die schon groß ist. Wie zum Beispiel Cham ist zum Beispiel mit 500 Einwohnern. Ja gut, anfänglich mit 200, aber Uffing hat am Anfang 300 gehabt. Das ist für den Anfang schon einmal recht viel mehr. Die brauchen... Was ist denn da kaputt? Da fährt der Öltanker umeinander.
schaut's denn in Öl? Wie schaut's denn da aus mit... Hey, ich brauche viel mehr Treibstoff wie Ding. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Rudi, was soll ich sagen dazu? Menschenbau, Partnerbörse Birger, am Sonntag schaut die Moni auf eine Skishow vorbei. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ist recht. Gibst der Moni, ich sag's dir mal einen schönen Gruß. Wenn das hier haut, schützt mir 2 Kasten Bier. Merci dir. Die brauchen mehr Öl. Das ist einmal das Erste. Die brauchen mehr Treibstoff und. Es gibt an allen Ecken was zum Tun. Aber wir haben ja in einer Sache Uffing schon gepusht. Ich darf gerne jeden Staat, die angeschlossen ist, an die 4 Städte die 3 Städte und dann dürfen wir auch Passau nicht vergessen, ja, Passau und Linz und so weiter, haben auch dabei, die alle mit mindestens einem Gut zu versorgen. Mit dem einfachsten, so einfach wie es geht am besten. Zum Beispiel, was haben wir da? Hallgarten, das ist nicht mehr angeschlossen, das brauchen wir nicht. Aber Neumarkt hat zum Beispiel Baumaterial brauchen. Das ist immer einfach zu machen, aber da ist rundherum alles zu weit weg davon. Aber kann dort auch Baumaterial brauchen? Ist nicht da herunter irgendwo Baumaterial? Nein, leider Gottes nicht. Da haben wir nochmal Baumaterial da, aber ist auch relativ weit da rauf. Das müsste man vielleicht, ja jetzt pass mich an, weißt du, wie wir das machen? Das machen wir mit dem Flughafen. Dann haben wir da einen zentralen Flughafen, da können wir Güter anliefern. Egal wie gut du fährst und egal wie gut du fliegst. Ich fahre Güter! Und dann lässt man die dann im Flughafen hinbringen und 2 Laster fahren die nach Neumarkt und 2 Laster fahren so wie nach Kamm. Das ist doch eine tolle Idee. Und weißt du, wo wir das bauen? Ja, selbstverständlich bauen wir das beim Crisis Schotter GmbH. Wo darf man es denn sonst die bauen? So, jetzt passen wir Obacht, wie wir das machen. Das kriegen wir mir heute schon noch hin. Erst einmal die scheiß Verbindung da in die Stadt, die können wir mal direkt wegreißen. Die können wir mal straight wegreißen, auf die ist wirklich total geschissen. Die kleine Verbindung, auf die ist auch geschissen, da bauen wir mir rein. So. Jetzt mir Gaff. Jetzt bauen wir da einmal so eine Straße her. Güterzüge braucht das Land. Wir könnten auch Züge bauen. Wir könnten da eigentlich auch Züge bauen, aber die haben so nah beieinander. Da wenn ich 3 Laster hinstelle, die kosten einen Bruchteil und liefern genauso viel. Wir müssen eine große Straße bauen, damit die 100 fahren können, das ist wichtig. So, und dann müssen wir eine Brücke bauen. Moment da. Da, der Brücke über das Wasser ist relativ easy gebaut. Die machen wir so. Da. So. Dann machen wir so. Und dann schaut das gut aus. Und mehr braucht es schon nicht. Warum? Zeige ich euch gleich. Mehr braucht man. Aber dennoch ein Anlieferungsdepot. Ja, das bauen wir so weit weg wie es geht, damit der Weg so kurz ist wie es geht. Das siehst du übrigens, wenn du den da an den Straßenanschluss ohne baust, ziehst du es da so ohne und sobald die Industrie da herunten weiß wird, weiß ich, dass ich im Einzugsbereich bin. Dann baue ich ein bisschen netter an die Straße. Nummer uno. Was da ein bisschen dumm ist, die Industrie, die ist so nah am Wasser dran, dass es jetzt wahrscheinlich schwierig wird, dass man die Industrie da ohne baut. Aber das machen wir jetzt einfach so. Oder so. Kriegen wir das? Ja, so ist gut. Dann kriegen wir vielleicht das auf der anderen Seite nochmal gebaut und es ist nur im Einzugsbereich. Ja, ums Anschlecken nicht. Ums Anschlecken nicht, da hätten die 5 Meter zum Hin- und Herfahren gehabt. Das war überhaupt kein Stress nicht gewesen. Jetzt zoomen wir da mal ein bisschen rein. So, gib mir die Straßenverbindung, Digga. So, wunderschön. Dann von mir, vom Crisis Schotter GmbH. Wer hat eine Baumaterialfabrik daheim? Wir nehmen eine Baumaterialfabrik. Los geht's, ab, Namen in den Chat, ich tue dabei ein wenig dampfen. Wie schaut's aus? Nicht alle gleichzeitig, ja? Nicht alle gleichzeitig. Erdmännchen GmbH. Das ist das erste, was ich gelesen habe. Erdmännchen GmbH. Ausrufezeichen. Erste, was ich gelesen habe, der erste gewinnt.
So, wir haben eckige Kurven. Ich möchte keine Diskussion über eckige Kurven mehr hören. Ja, ich baue euch schon eine Runde ein. Fix Mari oder Stauern und da genauso. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Ihr seid wirklich, ihr seid die horgeligsten Teufel, die umeinander reißen. Das ist ein Wahnsinn mit euch. Da schau hin. Ist diese schöne Kurven. Schön jetzt. Haben wir zufrieden? Ist das was? Ist das okay so? Ja, und dann haben wir das Ganze noch ein bisschen begradigen, damit es schön ausschaut. Wunderschön. So, was wir jetzt noch brauchen. Einen verkackten Flughafen. Aber einen kleinen. Ja, das ist für mich so der einzige Sinn und Zweck von kleinen Flughäfen. Passagierflugplatz oder ein Güterflugplatz. Egal wie gut dein Flugplatz ist, meiner ist Güter. Dann drehen wir den um und dann schließen wir den direkt an die Baufirma an. Machen wir so und dann sagt man das, ja, Einzugsbereich, der ein bisschen gerade machen. Und sobald er verbunden ist, gelangt das schon. Zack. Dann haben wir einen kleinen Flugplatz da. Das ist echt in Ordnung. Die Kacke reißt man ab. Und jetzt ist der Plan, mir liefert man vom Größtes Schotter GmbH, liefert man mir Baumaterialien in die Baumaterialfabrik. Da werden die dann in den Flughafen ausgelagert. Der Flughafen, auf irgendein Flugzeug oder 2 oder 3 wahrscheinlich sogar, fliegen die da am Flughafen her und liefern die ab. Von da gingen die Laster nach Neumarkt und nach Cham. Und wir haben wirklich eine riesengroße Distanz überbrückt mit furchtbar wenig, wie soll ich sagen, Ressourceneinsatz. So, wir brauchen eine Linie. Neue Linie. Die nennen wir Stein zu Baumatz. Das nervt mir ein bisschen, dass wenn ich die Linie umbenannt habe, dass dann in ihrer Listen drin nach Alphabet sortiert wird und sich dann neu sortiert und ich das dann einfach nicht mehr finde. Das nervt mir ein bisschen. Liebe Entwickler, weißt du sehr, was es ist. So, Stein, Baumatz, das Ganze machen wir grau, wenn es geht. Okay, grau gibt's nicht, was machen wir dann? Machen wir dunkelbraun. Egal. Kennst du dunkelbraun? Oh Gott, das ist so wieder Insider-Witz. Um Gottes Willen, der ist 20 Jahre alt. Haltestelle hinzufügen, bitte fahr das einmal von da nach da herunter. Das schaut gut aus. So, und jetzt brauchen wir gleich mal die andere Linie. Baumatz, Flughafen Nordwest. Das Ganze machen wir feierrot. Das wollen wir von da, Wien Abzweigung. Da fliegt er mit dem Kreis rundum, das macht natürlich nicht recht viel Sinn. Da rauf zu dem Flughafen. Dummerweise. Was? F5? Was ist mit F5? Lavo, was ist mit F5? Da geht bei mir die Linienverwaltung auf. Oder die Städtestatistik. Du meinst wahrscheinlich aktualisieren im Browser. Naja. Dummerweise ist jetzt das dann natürlich ein Flughafen für Passagiere. Ja? Was aber natürlich in Teil 2 ziemlich cool gelöst ist, du kannst nämlich den konfigurieren. Und dann gehst du her und kannst einfach ein Güterterminal machen. Ja? Das baust du einfach da straight ohne, irgendwo an der Seite. Zack. Und dann kannst du an dem Flughafen einfach ein Güter anliefern. Voll geil, Brudi. Voll geil. Da kratze ich mich erst einmal ein wenig. So. Dann müssen wir die Linie komplettieren. Baumatz, Flughafen. Wir haben da unten Wien, Abzweigung. Wo haben wir? Da. Müssen wir da rauf. Haltestelle hinzufügen. Wo ist die? Güterdingsbums. Da her. Bam, 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 Alter. Von irgendwas, wie heißt das andere? Wien, Abzweigung nach Unterneumarkt. Unterneumarkt. Da fahren wir ein. Stark. Ha! Hashtag Reimemonster. Ja. Und dann brauchen wir eigentlich nicht recht viel. Außer vielleicht einmal so eine billige Straßenverbindung. Daher. Da will wir irgendwo ein Fahrzeugdepot haben. Wo haben wir ein Fahrzeugdepot? Geben Sie mir mal ein Fahrzeugdepot. Wo ist hier ein Fahrzeugdepot? Hallo, da müssen ja irgendwo die Fahrzeuge rausgehen. Das gibt's ja nicht. Hallo? Hallo? Fahrzeugdepot, wo? Haben wir das da hergebaut? Ja, das ist ein weiter Weg, Tommy. Aber drauf geschissen. Wir kaufen uns für den Steintransport 2x2 Sehne-Laster. Kaufen wir erstmal einen. Wir können nachher immer noch kopieren. Geben wir mal 25%, wir machen einen dunkelbraun und wir setzen auf, pass auf, da gehen wir jetzt da auf. Wir setzen auf Steinbaumatz. Der kann jetzt währenddessen da schon mal hinfahren. Scheiß der Hund drauf. Dann brauchen wir ein Flugzeug. Aber wir haben unsere Linie noch nicht fertig.
machen wir die Geschwindigkeit ein bisschen weniger. Wir müssen ja, wenn die Baumaterialien da am Flughafen ankommen, müssen die ja noch abgeholt werden, nach Neumark und nach Cham gefahren werden. Jetzt ist die Frage, wo die ausgeliefert werden. Da, oder? Müssen wir den Teufel da umbauen? Den da? Jetzt passen wir auf. Schauen wir mal, ob das geht. Passagiere, Güter. Genau, können wir da Güter herbauen? 4. Ja, und dann gibt es eine Kollision. Das ist natürlich Scheißdreck. Warum? Jetzt haben wir ein Terminal mehr, das wieder nicht angezeigt wird, was nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Dann müssen wir das Stück wegrasieren. So. Das bauen wir schon, das passt. Jetzt pass auf. 1, 3, 4. Das sind unsere 2 Güterauslieferungen. Das eine nach Cham, das andere nach oben. Nach Neumark. Verstehen Sie? Und dann, ja, Krümmung zu groß. Ja gut, da müssen wir die Straße da leider Gottes abreißen, das hilft uns alles nichts. Dann müssen wir die Straße abreißen, das hilft uns alles nichts. Drücken wir dabei auf Pause, weil sonst flippen die Leute wieder aus. So, dann bauen wir das wieder. Wie haben wir das da gemacht? Da ist ja auch kaputt gegangen. Das ist ein totaler Blödsinn, Birger, was du tust. Der ist totaler Blödsinn. Jetzt passen wir auf. Jetzt müssen wir da einmal... Güterdings reißt man weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, damit das alles einigermaßen synchron und parallel ausschaut. Und dann bauen wir da und da den Ein- und Ausgang. Dann bauen wir da her. Da müssen wir leider wegreißen, da müssen wir die Straßen einbauen. Das hilft uns alles nichts. Dann bauen wir da her. So. Dann her mit der Straße. Dann machen wir so. Dann machen wir so. So. Wunderschön. Wunderschön. Das ist noch genauso schön wie vorher. Ja? Das Konstrukt ist noch genauso schön wie vorher. Bau nicht möglich. Warum der Bau nicht möglich ist, das weiß ich nicht. Pass auf. Dann ist halt das die Umgehungsstraße. Dann gehen wir da so weiter. So, jetzt fahren da natürlich die Busse. Da machen wir so, weil ich da möchte, dass dort Autos fahren. Es ist ein bisschen ein verwirrendes, ein etwas verwirrendes Konstrukt. Und so ganz synchron ist es auch nicht. Birger, ich bin schon wieder besoffen. Birger, bist du schon wieder besoffen? Birger, bist du besoffen? Sag's die Leute, bist du schon wieder besoffen? Sag's einer. Sag's einer, ob du vielleicht ein wenig ein Weinerl ohne Spürwürz geheißen. Was Kante? Haben wir schon wieder Todeskante? Oh, die korrigieren wir noch. Und Baum, der wir auch noch pflanzen. Da werden wir auch noch ein paar Bäume rundum pflanzen. Kenn ich nix. Kinder, da kenn ich nix. So. Jetzt ist es aber parallel. Jetzt werde ich wahrscheinlich doch keine Straße mehr bauen können. Doch, kann ich schon. Gefällt mir aber. Ja? Gefällt mir nicht, reise ich ab. Das geht Schiene. Birger, das geht Schiene. Und zwar so. Und dann können wir da eine sauber gerade runterbauen. Gib mir die gerade Straße. So. Das ist so. Viel besser. Und jetzt machen wir da eine Rundfahrt. Achtung. So. Brudi, wenn dieses Konstrukt nicht ein absolute, die auserlesenste Auslese ist, die es gibt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, da fahren wir da ein bisschen rundum, da haben wir die ganzen Kanten ein wenig grob machen. So. Schaut gut aus. Dann geben wir dem Ganzen ein bisschen mehr Textur. Ja, damit das ein bisschen noch was ausschaut da. So. Wunderschön. Rundum machen wir gelb. So. Und dann brauchen wir ein paar Bäume. Da brauchen wir ein paar Bäume. Werkzeug größ. So. Schön. Schau dir so. Oh. Little tree here. Little tree there. Every little tree needs a little friend. Just like me, just like you. Some clouds. Some trees. Trees and clouds. Nice. Ein paar Storndal.
Ein Storndl hier und da. Und schon schaut's aus. Und schon schaut das aus. Va bene! Va bene! Ah! So, und jetzt drücken wir wieder auf Play in der Hoffnung, dass die Autos noch wissen, wo sie fahren sollen. Schauen wir mal, was da los ist. Okay, der eine Bus da fährt wie ein Besoffener. Das müssen wir jetzt natürlich aussitzen, bis die Autos da mit durch sind. Wahrscheinlich war ein Kreisverkehr nicht verkehrt. Naja, aber wird schon. Das entzerrt sich schon. Das ist bloß, weil man umbaut, haben wir bei der Hälfte von den Autos mitten auf der Straße umdreht hat und was weiß ich was alles. Das müssen wir jetzt ein paar Monate laufen lassen und dann schauen wir uns das einmal an. Weil wenn ich da schon sehe, dass da der Bus drin einfach hängen bleibt, dann ist das halt Bullshit. Dann ist das Scheißdreck. Weil nämlich die Busse jetzt nicht mehr da einer fahren, sondern da oben einer fahren. Was auch absoluter Scheißdreck ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir diese Güterdinger da unten jetzt hingebaut haben. Und da fährt der Bus nicht durch. Wahrscheinlich war es einfach gescheiter, wenn wir separate Güterdepots machen. Da gibt es Wegpunkte. Ich weiß, deswegen fährt er aber auch nicht da unten rein. Also ich merke halt, dass, jetzt pass auf, wo genau von Graz der Bus, der da raufkommt, merke ich, dass der halt auch da einer fährt. Ne? Also da in die riesen Bushaltestelle einer fährt. Das tut er aber auch nicht, wenn ich den Wegpunkt da hersetze. Dann fährt er den Wegpunkt her, dann dreht er um, fährt da auf und fährt oben rein. Das heißt, er fährt nur einen Längenweg. Das Konzept müssen wir uns nochmal überdenken, da ist aber heute nicht mehr recht viel Zeit dazu. Ich möchte aber auf alle Fälle die Baumateriallinie noch fertig kriegen, deswegen müssen wir das jetzt dabei also lassen. Das hilft uns nichts. Jetzt brauchen wir 2 Güter-LKW-Stationen für Kahn, fürs Baumaterial und für Neumark brauchen wir es auch. Da wird doch wahrscheinlich, das soll gescheiter, wenn wir die mitten da herbauen. Da müssen wir leider Gottes ein kleines Stück abreißen, das hilft uns alles nichts. Das reißt man doch direkt da. Einfach weil es wurscht ist. Oh, wo wird's noch? Dran. Ja. Schön dran. Was das mal da probieren wir jetzt auch mal was aus, was ich fast noch nie gebaut habe. Jetzt habe ich da natürlich wieder was weggerissen, aber das baut sich schon wieder hin. Was ich fast noch nie gebaut habe, ist die kleine LKW-Entladestelle. Die braucht nämlich kein so ein riesen, was soll ich sagen, kein so ein riesen Feld, wo dann halt Autos durchfahren und wo sich alles wieder staut, sondern es ist wie so eine kleine Bushaltestelle. Aber so wie ich das sehe, hat der ja keinen so einen großen Einzugsbereich. Aber der gelangt schon. Das bauen wir jetzt direkt da so her. Und da sollen die LKWs einfach mitten in Neumark einfahren und so das Zeug abladen. Und in Kamm macht man es ganz genau so. Da kommen die von da oben, fahren wahrscheinlich da rein, was mir gar nicht gefällt, dann machen wir Umgehungsstraße wieder da so her. Und dann mitten daher, mitten hier hin. Jawohl, schaut doch gut aus. Brudi, schaut doch gut aus. Die Dinger habe ich glaube ich noch nie gebaut, auch in meine privaten Spiele nicht. Aber wurscht, deswegen probieren wir es das erste Mal aus. So, jetzt machen wir neue Linien. 2 Stück haben wir einmal Kahn. Baumatz 1. Und dann machen wir gleich noch die zweite. Das ist Neumark Baumatz 1. So. Kahn Baumatz machen wir natürlich rot, wie die Baumaterialien auch sind. Und dann fügt man mir Kahn Abzweigung zu unserem gerade gebauten Ablade. Alter, wo fährt denn der umeinander? Brudi! Da müssen wir eine Straße bauen. Da müssen wir eine Umgehungsstraße bauen, eine kleine. Das hilft uns alles nichts. Da machen wir jetzt so. Nein, nicht kurvig. Gerade möchte ich es haben. Sehr schön. So, und jetzt können wir vielleicht auch das erste Mal mit einem Wegpunkt arbeiten. Das heißt, wenn ihr da oben kommt, ist vielleicht trotzdem der kürzeste Weg da durch die Bushaltestelle. Ich möchte aber haben, dass er da außen rundum da oben fährt. Schauen wir mal, was er tut. Ah ja. Er tut's eh. Aber beim Einerfahren fährt er durch und beim Außenfahren fährt er außen rundum. Warum auch immer. Aber jetzt machen wir Wegpunkt. Ich muss bloß schauen, wo die scheiß Wegpunkte sind da. Wegpunkt, zack, Wegpunkt. Die Wegpunkte haben wir noch nie gehabt jetzt bis jetzt. Die kannst du hinpflanzen, wo du möchtest.
Die pflanze jetzt ich einfach einmal für den Weg eine daher und für den Weg außer pflanze ich es daher. So, jetzt kann ich die Linie nehmen, Linie verwalten und dann kommen quasi nach der Dorfstraße, dann markiere ich dazu die Dorfstraße, was das da ist, tue da einen Wegpunkt dazu, zack, dann fahre ich da zurück, das tue ich sowieso, aber zur Veranschaulichung, fahre jetzt den Wegpunkt ab und bevor er, oder beziehungsweise nachdem er oben war, kam Abzweigung, fährt er einer, dann soll er nicht da durch die Bushaltestelle durchfahren, sondern außen rundum, deswegen markiere ich jetzt da den da. So, 6, was passiert ist. Jetzt fährt er schön außenrum einer und er fährt außenrum wieder oben. Jetzt probieren wir Folgendes. Weil ich nämlich gerade gesehen habe, dass diese Mistmatz da herum auch nicht da einfahrt, wo er einfahren soll. Ich weiß nicht, was das wieder für ein Käse ist da. Das mit den Terminals da, das funktioniert überhaupt nicht. Totaler Scheißdreck. Totaler Scheißdreck. Da probieren wir das jetzt auch mit den Wegpunkten. Probieren wir es mit den Wegpunkten. Er soll einer fahren und soll außer fahren und da soll er eine fahren und außer fahren. So, mehrere verschiedene Linien können übrigens mehrere verschiedene Wegpunkte benutzen. Das heißt, wir nehmen kaum Baumarts, Linie verwalten. Er kommt. Das probieren wir jetzt einfach mal. Okay, dann fährt er einen totalen Scheißdreck zusammen. So. Jetzt löschen wir nochmal alles weg. Eins nach dem anderen. Er soll es da drin holen. Dann soll er außerfahren über den Wegpunkt. Was ist denn für ein Wegpunkt? Hoppala. Wir müssen diese Güterdinger von der Bushaltestelle trennen. Das ist ein totaler Schmarrn. Also. Fahrt zum Wegpunkt. So, dann soll er zu dem Wegpunkt fahren. Dann soll er daher fahren. Dann soll er wieder zu dem Wegpunkt zurückfahren. Und dann soll er eigentlich zu dem Wegpunkt... Ja, jetzt haben wir es fast. Er fährt bloß aus irgendwelchen Gründen eine dumme Runde da drin umeinander zweimal, warum auch immer. Ja. Ich weiß es nicht. Das funktioniert einfach nicht gescheit, so wie man das, weil er nur rechts abladen kann. Das heißt, er kann von der Seite nur auf der Seite abladen. Aber wieso fährt er dann so behindert 3 Meter im Kreis und er braucht er bloß, er kann ja auch da einmal rundum fahren, so. Was er nicht tut. Aber wurscht. Ist vollkommener Mist fürs Erste, aber es hilft nicht. Es hilft nicht. Die Linie ist auf alle Fälle im Prinzip jetzt geschlossen. Ja? Jetzt brauchen wir noch eine nach Neumark, die haben wir auch schon gebaut. Wo ist die? Neumark, Baumatz, nehmen wir rot. Ganz ehrlich, geschissen auf Wegpunkte, Alter. Es funktioniert sowieso nicht gescheit. Der soll ebenfalls in der Kamabzweigung und dann daher fahren. So, der darf da ruhig durch die Bushaltestelle durch, das ist mir alles wurscht. Wobei, verkürzen wir mal die Straße da. Vielleicht haut das hin. Vielleicht nimmt er automatisch dann den Weg. Ja, er nimmt auf alle Fälle zum Heimfahren, nimmt er wieder den Weg. Das ist in Ordnung fürs Erste. Neumark hat sowieso noch keinen Bus. Von daher, egal. So, dann gehen wir in unser Fahrzeugdepot. Wo ist unser Fahrzeugdepot? Da ist unser Fahrzeugdepot. Dann kauft man mir. Was kauft man mir? Was transportieren wir mir? Baumaterialien hat's geheißen, gell? Bauen wir mir 2 sehende fetten Laster. Weißt du was? Da kaufen wir 2 sehende fetten Laster. Und einen schickt man auf kaum Baumats. Und einen machen wir jetzt mit 25%. Das müssen wir, glaube ich, bei ihm da auch machen. 25%, weil sonst kackt wieder alles ab. Und dann schickt man ihm auf Neumark Baumanns. So, jetzt brauchen wir nur noch, um den Kreis zu schließen, von Kaisis Schotter GmbH. Wie schaut es denn da eigentlich aus? Da wird sauber zwar hergeliefert, aber es wird ja noch nichts ausgeliefert. Das ist ein bisschen dumm. Wir müssen jetzt ein Flugzeug von
die Baumaterialien zum Flugplatz aufschicken und dann schauen wir uns diesen ganzen Kreislauf einmal an. Der muss sich nämlich dann auch instant auf einmal schließen. Flugzeug, wir brauchen ein Cargo-Flugzeug, da gibt's bloß eins. Ist aber nicht viel. Was kann das alles? Was kann das? Alle. Wie viel kann das transportieren? Gütertypen? Alle. Kapazität 12! Ist aber nicht viel! Bauen wir mir einen. Vielleicht müssen wir, wahrscheinlich liegt es an der Flughafengröße. Und das schickt man auf Baumarts Flughafen. Aber vorher fährt man es noch gut. So. Das ist also, da müssen wir einen großen Flughafen die bauen, hab ich schon gesehen. Alter, was ist das für ein geiles Ding? Da hocken sie drin wie die Vollidioten, Alter. Schau so. Oh, lecker, wie gut. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange das dauert. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit da. Ja, wo ist alle Güter? Da stehen Passagiere, du Zipfelflugzeug. Was ist das für Kass? Ah ja, Moment, der Versand steigt. Der Versand steigt auf alle Fälle schon mal. Jetzt weiß ich, was es dauert, aber ein bisschen, bis die Linie kapiert hat, dass die einen Anfangspunkt und ein Ende hat. Von den Steinen bis zu den produzierten Baumats bis in die Stadt, wo es verbraucht wird. So, jetzt pass auf. Fliegt los, dauert wahrscheinlich ähnlich. Wir machen jetzt da ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Haben wir mir irgendwas vergessen? Nicht wirklich. Also wir haben unsere Laster, die versuchen zumindest Baumats nach Neumarkt und Kamp zu liefern. Wir haben das Flugzeug, das die Güter daher liefert. Haben wir den ersten schon da. Und weil wir das Geld haben, weil es wurscht ist, wir haben übrigens mittlerweile 240 Millionen am Konto. Kaufen wir gleich noch so ein Flugzeug und schicken wir es gleich auf dasselbe Ding. Hoppala. 25%, das machen wir rot und schicken wir nach Baumats. So, jetzt bei so Wacht. Und jetzt verfolgen wir die Baumats von Anfang bis Ende. Nochmal, die kommen von oben vom Größes Schotter GmbH, der fährt die da oben, dann hat diese Industrie Steine im Lager, 21 Stück. Und jetzt hat es das Flugzeug da unten abgeholt, wir haben 10 Stück, 10 Baumaterialien haben wir in unserem Bauchi. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. So, Verfolgung. Was nennt den Rosinenbomber? Das ist der mal. Rosinenbomber! Ausrufezeichen. So, wir verfolgen da das Ganze. Da unten landet übrigens gerade. Wer ist da gerade gelandet? Du kannst es sehen. Ah, ist so weit weg. Das war glaube ich B12. Und der Bukake Express. Nein, das war der Zug. Oh, hoppala. Über den Wolken! Und irgendjemand hat gefragt, ob ich das Spiel empfehlen kann. Ich sag's euch, was ist, das ist eines meiner Lieblingsspiele. Eigentlich immer privat. Ich habe nie gemeint, dass wir das jemals im Stream spielen. Aber wie man sieht, so kann man sich täuschen. So, wir gehen in den Landeanflug. Unsere, wir sollen sagen, 10 Baumaterialien, die ersten 10, werden angeliefert. Jetzt ist nur noch die Frage, wie die verteilt werden. Wie viel kriegt Neumarkt ins Depot und wie viel kriegt Kam ins Depot. Das werden wir gleich herausfinden. So, fährt natürlich auch in das Cargo-Ding rein, liefert seine 10, du musst aber das anschauen, jetzt tun wir mal auf Pause, liefert seine 10 Baumaterialien ab und macht instant 600.000 Gewinn. Mit einer Ladung und die waren noch nicht einmal voll. So, jetzt ist die Frage, die haben jetzt da einer geliefert worden, jetzt gehen wir da 4. Ha! Und da ist jetzt unser Baumaterial. Baumaterial ist angeliefert, wie viel liegt da? Und ist wunderschön einigermaßen gerecht verteilt. Kam ist auch um einiges größer wie Neumarkt. Kam kriegt 6 Baumaterialien. Neumarkt hat 4 Baumaterialien. Jetzt gehen wir weiter. Und da haben auch unsere, wie es der Zufall will, haben da auch schon unsere Güterlaster. Der hat jetzt 4 Stück dabei. Das heißt, das ist der Laster für Neumarkt. Das ist der Laster für Kam. Kabam. Schauen wir, die fahren jetzt natürlich nur ein bisschen dumm umeinander. Was? Bebo Express. Ich weiß nicht, wie wir Bebo Express nennen, aber nennen wir einfach den Bebo Express. Wahrscheinlich warst du aber Babo Express geworden. Crossbot, stop it! Bürger,
tue die Güterterminals zwischen die Bushalte stellen, dann wird das und außerdem brauche ich einen Lastwagen auf meinen Namen fahren. Ja gut. Moment, den kriegst du. Kriegt dein Laster sollst du haben. What? Straßenfahrzeug 62, das nennen wir Crazy LKW Number 1. Ist das was? Ist das was? So, wenn wir den zweiten brauchen, dann schauen wir mal da unten hin. Dann 30 Baumaterialien eingeliefert. Da geht ja ordentlich was. Irgendwas am Hax. Warte mal, ich glaube über den Zeck. Warte mal schnell, da muss ich nachschauen. Gichthax, Achtung, Gichthax! Bin mir nicht sicher, ob es ein Zeck ist. Kann ich nicht gescheit hinschauen. Muss die Frau überprüfen. Bürgerin! Weil, weißt du, wir haben 5, 6 Viecher, 5 dauerhaft Viecher, 6 teilweise. Da kommt schon mal vor, dass man einen Zecken hat. Ja? Muss man nicht gleich wieder durchdrehen. Fix Mari. So! Wie schaut's aus? Flüger hebt ab, hat 12 Baumats dabei. Ich meine, ich sag's euch, was ist, das wird für 2 Städte nicht gelangen. Da werden wir noch mit 2 Flüger drauflegen müssen. Da werden wir noch mit 2 Flüger drauflegen müssen. Hier, Flüger, los geht's, Baumats, Flughafen, los. Jetzt wird nicht mehr jetzt wird geklotzt, Kinder. Ja? Jetzt wird Crisis Baumats geklotzt. Wir haben 240 Millionen am Konto, das ist mir scheißegal. Ich kaufe eine ganze Armada an Flüger. Ihr Zipfen. Los geht's, Gas! Schön. Und dabei diese entspannte Musik zu meinem Gebrüll. Sehr schön. I like. Bartzecken. Ich möchte da. Ich will das auch nicht, aber öfters einmal habe ich einen. Ich hatte schon einen Zeck, jetzt ist Antibiotika dran. Ich hab einmal eine Blutvergiftung gehabt. Einmal, dann habe ich einmal Antibiotika gekriegt, seitdem ich einen Zecken habe, hat nie wieder was gefällt. Mittlerweile lernt man aber auch, wie man die entfernt, fachgerecht. Ich und Netti sagen dann schon mal gute Nacht. Henschibau und Netti, gute Nacht. Egal wie nett du bist, nett ist netter. Netti. Oh, Entschuldigung, hab mich verdammt. Merci fürs Zuschauen, Bussi aufs Nussi. So, jetzt ist die Frage, haben unsere Baumats eigentlich in Kamschow gekommen? Ja, satte 5 Stück. Es hat ganze 0% gebracht. Nice. Aber wie wir sehen, es ist auch schon viel mehr angeliefert worden. Schaut euch das an. Jetzt liegen für kaum schon 10 bereit und für Neumarkt nur noch 2. Da kommt 0. Wieso das? Ah, der hat gerade abgeliefert wahrscheinlich. Da kommen die nächsten. Ah, 0. Wieso 0? Scheiß Piloten-Sepp, saufst du schon wieder? Da schaut mal das an, was soll denn der Kass? Da liegen 55 bereit. Saufst du? Wo haben die ganzen Flieger? Hallo, das muss schneller gehen. Was ist jetzt hier? Spinnst du oder was? Was ist da? Das ist ein Passagierflugzeug, die interessieren mich nicht. Wo haben die ganzen? Naja, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen akklimatisieren müssen, bis die alle einen schönen Rhythmus drin haben. Wird ein wenig dauern. Ah, da haben schon mehrere da. 17 und 7. Aber da, dieses Konstrukt, das ist nichts. Ich sag's euch, dieses Konstrukt ist nichts. Wir werden den Güterdings beim nächsten Mal da wieder davon trennen und 2 eigenständige Stationen machen, damit da links nicht so viel Stau entsteht auf der scheiß kleinen Ministraße da und damit sich nicht alles überkreuzt. Und was ich auch nicht gut finde, ist, dass die Passagierbusse und später auch Trambahnen, weil es werden immer mehr, schau mal hin, wie viele Leute, 200 Leute wollen noch kaum. Da müssen wir mir halt auch noch, wie soll ich sagen, eine Trambahn bauen oder 2. Da müssen wir ein völlig verrücktes Konstrukt basteln. Völlig verrücktes Konstrukt. Und da müssen diese Güter davon getrennt werden, unbedingt, weil so haut das nicht hin. Das ist nichts. Das ist ja so überhaupt nichts. Der Heli schreibt, spielen wir das in Zukunft öfter mal im Stream. Ja, das ist ja schon das 3. Mal, wo wir es spielen. Und nächsten Mittwoch spielen wir wieder. Vielleicht auch mal wieder an einem Samstag, 4 Stunden lang. Wer weiß, ich komme auf meine Lust drauf an. Kommt drauf an. Tja, dann da ich sagen, Neumark hat 10% Zuwachs und Kam hat auch 10% Zuwachs, weil sie jetzt vom Kreuz seine Steine beliefert werden. Ist das was? So, jetzt kommen auch die ganzen Flieger wieder zurück da und laden hoffentlich die Baumaterialien ein.
Ich fürchte, dass wir da einen großen Flughafen einbauen müssen, dass wir große... Schauen wir mal auf den großen Flughafen, ob es da andere Cargo-Flüger gibt, die ein bisschen mehr transportieren können als fucking 12. Flughafen, dann gehen wir da her, Flugzeuge kaufen. Groß, klein, Cargo. Ja, schau dir, Alter. Schau dir das an, da Kapazität. 54 gingen da eine in der Tupolev. 51. Selbst 20 in so ein kleiner British Aerospace Jet ist schon mehrere. Was haben wir da unten noch? Was eine Bombardier DHC? Was ist das? Ist das eine echte Bombe? Ist das eine Bombe? Ich mag doch keine Bombe, Alter. Ein Boeing. Boah, die fette Tupolev, Alter. Was meinst du, die machen wir gelb und schreiben wir DHL drauf. Bis zum nächsten Mal, vielleicht befasse ich mich mit den Mods. Irgendjemand hat zu mir gesagt, man kann Mods installieren, auch währenddessen man ein Spiel laufen hat. Und nicht erst, man muss dann nicht wieder von vorne anfangen. Muss ich mich mal befassen damit, weil dann darf es wahrscheinlich wirklich DHL-Flieger und lauter so einen Scheiß geben. Und dann gibt's, was der Price schreibt? Nein, die spricht man Bombardier. Bombardier, ist das normal? Der Modsog war das auch letztes Mal schon, der gesagt hat, dass es mit den Mods geht, im Discord drin. Das finde ich auf Google auch mit Sicherheit irgendwie, so schwer kann es nicht sein. So schwer kann es nicht sein. Und seid nicht so streng mit DHL, die haben momentan einen Stress, so viel Stress, wirst du in deinem Leben niemals haben. So, Freunde der Sonne, Neumark, 10%, Calm, immer noch 10%. Aber die kleinen Flieger trudeln rein. Das nächste Mal müssen wir das Konstrukt da ein bisschen umbauen, ja, damit es ein bisschen effizienter vonstatten geht, damit der Privatverkehr da schneller durchkommt. Vielleicht einfach fette Straßen weiter außen rundherum und die Busse irgendwie zwingen und die vor allem die Güter davon trennen. Und wir bauen mal einen fetten Flughafen da und da, damit die großen Flugzeuge das Zeug von A nach B fliegen können und nicht 25 kleine. Die kosten erstens mehr und haben einfach weniger effizient. Das ist einfach nichts. Herr Croissy, sorry, habt ihr schon wieder gesehen? Birge durch die Güterterminals zwischen die Bushaltestellen, dann fahren sie drumrum. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man die in der Mitte, also das heißt quasi Passagier, zweimal Güter, Passagier, aber dann fährt wieder irgendwas kreuz und quer da umeinander. Wir trennen mal Passagier- und Güterbahnhof einfach komplett voneinander. Das glaube ich ist das Allergescheiter. Wir können nämlich dann sogar den für Neumark weiter rechts platzieren und den für Calm weiter links platzieren, dass sie die zwei gar nicht in die Quere kommen und auch gar nicht mit die Busse kreuzen. Das kriegen wir beim nächsten Mal alles in Ruhe hin. Wenn du mich fragst, haben wir heute wieder mal absolut gar nichts zerrissen in 2 Stunden. Wir haben die Verbindungen zum Flughafen hergebaut, wir haben haufenweise Flieger gekauft, wir haben da einen runden Bus rundum gebaut und dann haben wir da das mit den Gütern da gemacht und viel mehr haben wir schon gar nicht zerrissen. Das Spiel frisst so viel Zeit und ist so gemütlich schön, das gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch, falls ja, Daumen da lassen. Wer keinen Daumen nicht da lässt, kriegt einen knockerten Arsch gehauen. Mit meiner rechten Hand. Mit der rechten Hand. Und gleich hinten nachher als Echo mit der linken Hand. Ist das okay? So. Der Mod sagt, juhu, auf den Arsch! Gott sei Dank nicht auf den Du weißt das schon. Der This is Stinger. Bürger sagt, die LKW und Busse fahren immer gegen den Uhrzeiger, weil es Rechtsausladder sind. Ja, das hat mir schon jemand gesagt, das habe ich noch nie so hundertprozentig berücksichtigt. Sorry, mein Fehler. Das Spiel ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Jetzt müssen wir aber mal speichern, weil sonst passiert uns das nächste Mal dasselbe wieder. So. Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Am 15.04. habe ich das richtig gesehen. Genau vor einem Monat. Das kann ich nicht glauben. Das stimmt doch nicht. Das ist nicht schon wieder ein Monat her. Auf alle Fälle haben wir mir gepflegt mit 20 Millionen im Plus. Und haben 290 Millionen am Konto. Das heißt, jetzt ist der Status erreicht, wo wir einfach bauen können, was wir wollen, was einfach wurscht ist. Herr Mach, du kannst in der Linie einstellen, an welchem Terminal die Linien halten und so die Routen beeinflussen. Das weiß ich. Aber, und jetzt pass auf, sobald man eine gemischte Station hat, das heißt Passagiere und Güter in einer Station, geht das eben nicht mehr. Achtung, gehst du da rum auf Terminals, ich sehe nur Passagierterminals.
Was soll das? Weil es komplett voneinander trennt sind, darum. Das ist auch der Grund, warum die Busse nicht mehr da unten reinfahren, weil die durch diese Cargo-Stationen nicht mehr durchfahren. Ich sag das, was ist, wir werden das da wegtrennen und daher bauen. Ja? Für Neumarkt bauen wir mir die Gütersache direkt daher und für Cham bauen wir es irgendwo daher. Dass sie noch im Einzugsbereich vom Flughafen sind. Ja? Und dann kommt sie das nicht mehr in die Quere und dann passt das. Und dann bauen wir das dann noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schöner rundherum, vielleicht sogar mit einer Brücke irgendwie rundherum, die Umgehungsstraßen, vielleicht auch mit Kreisverkehr, dann kommt der Privatverkehr da leichter durch. Oder wir trennen mal den Privatverkehr ebenfalls mit einer kompletten Umgehungsstraße komplett von die Lastwagen. Dann fährt überhaupt nichts mehr. Dann ist zwar alles zugepflastert mit Straßen, ja, aber welcome to the 21st century. Scheiß auf Bäume! So, Freunde der Sonne, jetzt wird gespeichert. Bürgerstream speichern, ja. Wie schauen wir aus? Ist es jetzt gespeichert oder nicht? Jetzt ist es gespeichert. Freunde der Sonne, ich sag's euch, wie es ist. Jetzt ist Ruhe. Wie spät ist es überhaupt? 20 nach 10 ist es. Da vergeht Zeit so schnell, dass ich überhaupt nicht weiß, wo es überhaupt los ist. Freunde der billigen niederbayerischen Unterhaltung, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. As always. Ich mag wieder mal noch nicht versprechen, dass am Samstag ein Stream kommt. Ich mag nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Es hat mich zumindest noch keiner gefragt heute. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Momentan bin ich halt ziemlich schwer dabei, dass ich Call of Duty Warzone spiele mit meinen Kumpels und die haben meistens einfach bloß am Wochenende richtig Zeit alle miteinander. Ja, passt schon. Zuvorhin, googelt mal nach Air Force One. Ist der Bandflieger von Iron Maiden und wird vom Sänger geflogen. Jetzt, ich hab nicht gewusst, dass das Ding Air Force One heißt, aber dass der Iron Maiden Frontmann, sein eigener Tourflieger fliegt, das hab ich gewusst. Ja, passt schon? Merci. Der Aki! Oder der Age, da wissen wir's nicht. Das hast du verdient, nachdem so viel zu wissen hast heute. Liebe Grüße aus Kärnten. Ironie off. Mr. Age oder Mr. Aki oder Mr. Ich weiß nicht. Grüß nach Kärnten aus Niederbayern, vergeht's für den Fünfer. Bussi aufs Nussi. So, jetzt ist er Ruhe mit der Donaterei, ganz ehrlich, das war jetzt sowieso schon wieder 2. Special Merci an den Herrn Jager für sein 25er. Special Merci, wer war der andere? Fuck, wer war an den Herrn Meinmeiker? Und Mike! Plus Wife! Stop it! Stop it! Ihr kauft so oft! Also ihr sagt es, ich sehe ja einen Namen nicht bei Bestellungen etc. Ihr kauft so oft bei mir im Shop bei und was weiß ich was alles. Stop it. Stop it. Ah, grad ihr zwei. Dankeschön. To your heart. Achtung. So, und jetzt ist er Ruhe. Natürlich auch an alle anderen. Vielen lieben Dank für diese ganze Donaterei. Was soll ich da jetzt mal sagen dazu? Vielen lieben Dank von ganzem Herzen. Meine ich ernst, so kitschig wie sie so hört. Und ich werde es noch 100 Mal sagen, scheißegal. Und ich werde auch noch 100 Mal sagen, Herz auf damit, aber es hört sowieso keiner auf damit. Habe ich zumindest, das gefällt mir. Vielen Dank an die ganzen neuen Mitgliedschaften, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Es freut mich sehr, dass euch das Spiel gefällt. Ich liebe diese Art von Spiel. Hätte ich niemals damit gerechnet, dass wir das öfter spielen wie 10 Minuten, weil ich mir denke, die Leute schlafen einfach ein dabei. Vielen lieben Dank miteinander. Und jetzt schleicht euch, wir sehen uns alle spätestens am Montag mit Detroit Become Human. Teil 4, da hat die Story auch noch mal ordentlich angezogen, das wird sicher sehr spannend und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Haben Sie eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende, eventuell sehen wir uns sogar am Samstag, wir werden sehen, ansonsten bis Montag. Habe! Moment. Ha! Und das Baby habe tut. Habe! Schleicht euch, habe ich Tiere.